Wieso? Boy, perfektes Timing. Hashtag Popomann. Aber, und kriegst du dir daheim, merkst du dir. Aber, jetzt muss ich erstmal warten, bis ich mich selber höre. Oh, ich höre mich selber, das ist gut. Das ist gut für uns. Wieso um Gottes Namen? Wieso in Gottes Namen steht eine Donation in meiner Recent Event List? Vor einer Stunde über PayPal, also nicht über den YouTube, das hat einfach keiner gesehen. Weder der Chat Nachmittag noch irgendjemand hat das gesehen. Von der Ricarda Lang für 25 Euro. Warum denn? Sag's ihm! Hä? Sag! Wo ist denn die Tröte? Was soll jetzt da? Ich weiß aber insgeheim, dass die Frau Ricarda Lang insgeheim Louis heißt. Louis, was du da bist, merci dir. Ich weiß nicht, was die jetzt nimmt's neue, weiß ich auch nicht, neue Dimensionen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, habe Events, Birger, Montag, 20 Uhr. Hast du eine Vorstellung, wie dermaßen gut, dass sie einen Stream anfühlt? Vorher und schon während der Ankündigung und den ganzen Tag eigentlich. Wenn's du weißt, dass ich jetzt nicht 2 Stunden lang in meinen Sessel einschwitzen muss und mir ein Bremsspurpad aufs Hirn picke? Ne? Hast du eine Ahnung? Ich schon. Fühlt sich gut an. Birger powered by Green Energy. Ja, ich mache aber jetzt nur noch E-Auto-Werbung. Und bitte nur noch Windkraft den ganzen Tag. Handkerchief, 69 Monate. Du darfst nicht Peng Peng schreiben, du musst schreiben Nice. Mr. Firestone, geht schon wieder los. Kruzifix, Schluss! Auf einen geilen Stream. Dankeschön! Danke für die beste Abendunterhaltung. Grüße aus Burg Lengenfeld. Ich hab keine Ahnung, wo Burg Lengenfeld ist, aber schöne Grüße zurück aus Landau. Kuss auf die Nuss, Schluss mit goldenen Rahmen. Auf der Steh! Der Birger, neuer One-on-One in BO6 Pew Pew. Sweet Jesus, kannst du abschminken? Was sie mich von Noobs vorführen lassen, oder was? Nein! Warum wird denn der Maxi eigentlich immer nach einer Sekunde sofort ausblinkt? Ich weiß nicht. Mir da haben Hashtag Leerzeichen, Leerzeichen, Chris, aus dir Leerzeichen, daheim. Leerzeichen, Leerzeichen. Maxi, merci dir! Ohne Schmarrnitz. Es sind nicht immer die gleichen. Es sind immer die gleichen Namen! Why? Just why? Oh, why? Ich bin so fröhlich, weil wir heute endlich mal wieder was Normales spielen. Und es ist mir einfach, es ist gut, es ist Call of Duty. Schauen wir mal, was die Kampagne noch so kann. Es tut so gut. Es tut so gut. Maxi, merci dir. Schluss. Auf der Steh. Zeig mal selbst, merci für 2 Monate. Sweet Jesus, merci für Sim. Nix One-on-One. Alles ab 50 Euro wird gefühlt sofort ausgeblendet. Ich weiß nicht, was das Streamlabs so für ein Problem hat. Das da jetzt schon wieder. Der Olaf Scholz, Philipp der Flo. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in sehr ernsten Zeiten. Ja, und just in dem Moment habe ich schon wieder vergessen, um was das gegangen ist. Mr. Philipp, merci dir. Herr Grotzer, sei nicht traurig, kleiner Emo-Mann, wenn im Keller keine Sonne für dich scheinen kann. Es ist nicht annähernd so schlimm, wie du aussiehst, doch echt nicht tragbar für unser aller Augenlicht. Das ist richtig. Alles sind große Zeilen vom großen Philosophen unserer Zeit. Oder aus einer anderen Generation. Herr Grotzer, merci dir. Passt im März für 6 Monate, aber der Chef einmal wieder live am Start. Zeit ist warm, wir haben die beste Community mit dem besten Streamer, Alter. Das ist zu viel des Lobs. Zu viel des Lobs! Flo, merci für 120 Monate, Firefighter, merci für 15. Habe die Ehre nach kleiner Abstinenz, weil Mama in Topf... Alter. Das glaube ich kann man anders schreiben, aber du wirst das schon wissen, oder? Mein Beileid. Ich glaube, das habe ich da im Discord geschrieben. Das ist... Von allen freue ich mich heute mal wieder dabei zu sein, Firefighter, Schädel nach oben. Vielleicht muss man das auf dieses Jahr. Jeder verarbeitet das auf seine Art und Weise. Nicht falsch verstehen. Herr Dominik Gaming, schöne Grüße aus Österreich, auf einen geilen Stream. Warum? Ich weiß nicht, was da, warum flirten heute schon so viel 50 kommen an. Es ist gerade Oktober mehr, Hype ist vorbei, jetzt ist das Scheiße, nächste Woche kommt der Landi, oder? Nächsten Mittwoch wird eingeschworen ins Mistviech! Bis dahin machen wir nur Blödsinn. Irgendeinen Blödsinn finden wir schon. Dominik, merci dir. Zu viel. Was soll ich sagen? Philipp, merci für 22 Monate Löwensepp. Merci für uns 44 Gabe der Birger. Es sagt schon jetzt zur Pimmelung-Stream, zur Pimmelung Hakelberger. Lass der Schmecker. Sebian, merci dir. Was ist denn eigentlich endlich wieder Oktober? Ja, übermorgen. Alter, wir haben ja jetzt am 4. November. Kannst du dir eigentlich vorstellen, in 8 Wochen ist Weihnachten vorbei. Vorbei!
Mr. Upasak, was haben denn 5 BGN? Bargeldnutten. Schöne Grüße vom Außendienst aus Varna, Entschuldigung, Bulgarien. Da die Firma die Verpflegung zahlt, ist einmal ein Geld für den Bürger drüber. Eine ins Vieh. Das heißt quasi, deine Firma setzt die Donation an mich ab für die Unterhaltung ihrer Mitarbeiter. Kann man generell mal landesweit einführen. Der BGN, was hat ein BGN? Wie viel sind denn 5 BGN? Für was muss ich mich jetzt bedanken? Jetzt pass mal auf. 5 BGN in Euro. Dankeschön für, ich habe jetzt mit 2,5 Cent oder so gerechnet, aber Dankeschön für einen Zwickel 56. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Im letzten Monat großer Anstieg schon, ja? Und dann da ist einer, na doch kein großer Anstieg. Warum die Kurven da so nach oben geht, das weiß kein Mensch. Naja, gut, ist egal. Danke dir, schöne Grüße nach Bulgarien. Kommen Sie halt zurück, vor allem inklusive Lastwagen und so ein Scheiß. und inklusive Auto, das benutze ich aus und was. Ja. Nach dem Horror Oktober war ich für einen Terror November. Er kommt am nächsten Mittwoch. Trust me, trust me. Wen haben wir jetzt da wieder? Herr Dominik Gaming. Na, Alter, jetzt bitte Herz. Vor allem, weil die Dinger nach einer Sekunde ausblendet werden und ich weiß nicht warum. Ist keine Absicht übrigens. Brauchst erwähnen an anderen Namen. Na! Sorry, dass ich noch nie was. Ja, oh Gott, ja, freilich! Das ist das einzig Logische, was Sinn macht, Moritz! Warte mal, schreiben wir da einen dreistelligen Betrag ein. Wahrscheinlich ist es auch wieder der Maxi. Denken wir sich, was ist das nächste noch? Maxi kommt Moritz. Moritz! Da! Ah ja, und übrigens, das Allerwichtigste in der Nachricht. Entschuldigung, dass ich noch nie was gespinnt habe. Mein Hirn so. Moritz, Mirse! Und jetzt ohne Witz, ihr kennt das geht einfach nicht. Dass da immer, was weiß ich, wie viele Leute umeinander haben und 50er und 100er umeinander werfen. Dann heute also. Moritz, Mirse. Wir fahren mal um Punkt 10 noch, fahren wir zum Spiel noch. Ich müsste eigentlich das Spiel schon starten, weil das eine Viertelstunde da, bis wir, ach, das ist schon wieder so behindert. Wer ist Flo? Merci hier, Bremsspabet. War schon witzig, ich freue mich auf Oktober 25. Ja, ich nicht, weil nächstes Jahr haben die Spiele nämlich richtig asozial. Richtig krass asozial. Wer ist Flo? Merci für den Zwickel. Flo, noch mehr Flo. Wollte eigentlich 5 Yen donaten. Dann jetzt, was hatten 5 Yen? Ja, 5 Yen in Euro. 3 Cent. Geil! Warum, Flo, sitzt du gerade? Wo gibt's denn Yen? Ist das China oder Japan? Oder weder noch? Ich käme nicht aus. Na, wurscht. So. Chillt die Kniescheibe, meine Damen und Herren. Wir spielen heute das neue Call of Duty Kampagne. Wenn uns das noch einigermaßen unterhält, wir haben es erst einmal gespielt und auch nicht lang, wir haben, glaube ich, 2, 3 Missionen gemacht und die waren so viel. So ein bisschen um einen Anschleicher und dann auf James Bond machen was. Amoi geht's nur leicht. Ihr müsst einen Geldscheißer daheim haben, das einfach wurscht ist. Ich kann es mir streamen, der mir erst seit 5,5 Jahren und es ist seit Anfang an, seit 5,5 Jahren. Natürlich gibt es mal noch eskalativer, weniger eskalativ mal kurz, aber es hört nicht auf und ich verstehe es nicht. Es ist unfassbar. Es ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Maxi, Schluss jetzt. Donation-Verbot. Bis suchst du selber aus, aber mindestens November. So schaut's aus. Maxi, merci dir. Schluss jetzt. So. Wo haben wir stehen? Was wollte ich sagen? Es ist knapp 10 nach. Schnauze jetzt. Okay? Kartoffel-Aim incoming. Bin gespannt, wie die Kampagne weitergeht. Vielleicht kommen wir ein bisschen besser in die Story hinein. Wenn ich mich beim letzten Mal daran erinnere, wir sammeln da quasi gerade unser Diversity-Team zusammen, das dann aus Kampflesben und aus Querschnittsbehinderte besteht und mit denen hat man schon einen Krieg gewonnen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Was da wieder? Skulls and Lace, merci dir. Mein Maker! Hab gehört, wir sind zum Geldscheißen. Hab gehört, wir sind zum Geldscheißen hier? Nana, bin schon lang dabei. Ich hab schon lang deine Streams geschaut, aber I lieb dei. So ist es der Song. So ist jetzt der Song.
Der eine schreibt, da gehört man es zum Geld scheißen, da 2 Sekunden später. Ja. Ich hat's lauter geschubst nicht. Ich hat's lauter närrische. Ich starte jetzt das Spiel. In der Hoffnung, dass es nicht 5 Minuten dauert. Luis! Bist du drin, keiner lang? Sag! Am lieben da jetzt nachschauen. Was muss ich jetzt? Ich schwöre mein Gott, ich hab um 7:30 in das Spiel gestartet und geschaut, ob's geht und Updates da haben. Jetzt steht dort wieder aktualisiert. Dein verfickte fette Mann wieder aktualisiert. Du behinderst Kackspiel. Ja, freilich müssen wir jetzt 3 Gigabyte overlohnen. Okay, Kim, geh weiter jetzt. Ja, was du weißt. Okay, Kim. Meine Fresse, Alter. Und dann muss ich wieder... Ich will nicht Neustart. Von der Gott. Ja! Okay. Weiß ich nicht. Ja, jetzt sitzen wir halt noch. Man lädt halt dann schneller. Was? 111 Mbit in der Sekunde? Was? Meine Fresse, Alter. Meine Fresse, Alter. Es ist so behindert. Es ist so behindert. Es ist so geil. Es gibt ein Menü fürs Menü. Wieso kann ich nicht einfach einen Singleplayer starten? Nein, da geht vorher ein Menü auf. Da ja die Meldung des Tages, die seit 2 Wochen die gleiche ist. Geh in den Shop, kauf Vollversion. How about fuck you? Activision, how about that? Momentan was du die UASD. Ah! Was denn was? Seppi! Schluss jetzt! Seppi, Dankeschön, Louis, Dankeschön, Creative Rob, Dankeschön, Schluss jetzt mit dem Scheißdreck! Oh, Hammer-Tape, nein, jetzt bitte! 555 Nase. Geld scheißen habe Kate. ...555 Nase. Gesichtsquetschen, du Vollidiot. Okay. Ja, können wir jetzt wieder chillen? Meine Güte, können wir jetzt bitte chillen, oder? Ich wollte mich gerade ausführlich darüber echauffieren, dass ich ein Menü fürs Menü brauche. Und das war ein Menü eigentlich nur aus Shop besteht. Irgendwas mit Bierkrieg, keine Ahnung. Leute, danke. Ja, du weißt es aber. Wir haben es gleich nicht. Alter, Kine, merci dir. Wir sitzen uns einfach da und halten und sitzen es aus. Im Ingame-Shop kannst du das Update überspringen Paket kaufen. Das darf mich nicht wundern. Ah, Mojo, merci dir, Dakini, merci dir, Tami, merci dir, Gesichtsgrätschen, merci, Schluss jetzt, bitte. Check the Ripple, wir haben bei 1,9 GB von 3,2. Kann sich nur noch um 2 Minuten handeln, das tut mir jetzt aber heute auch leid. Ich habe extra vor dem Stream nachgeschaut, das gibt's nicht. Welches dämliche Arschloch bringt ihn zu Primetime um 8 Uhr? Um 8 Uhr aufs Nacht den fucking Europa sein Scheißdrecks-Update aus! Wer tut denn das? Geil, ich komm nach 68 Stunden Arbeit, komm ich heim. Jetzt war's geil, ein bisschen entspannt spät zum Spielen. Ja, dann war's toll, wenn wir erst einmal Call of Duty spielen, das ist eine richtig gute Idee. Egal, ich mag spielen! Ja, kann ich nicht, ja, ich hab bloß 1000er Internet, ja. Wart's mal bis um 11 Uhr, bis der Update geht, Mongo. Es ist so geistig behindert. Ihr hört zwar nicht auf, wenn ich es nicht vorlese, gell? Ist einfach wurscht. Safa! Merci dir. Moritz nochmal, mir ist Schluss jetzt. Check the Ripple, Dankeschön, Simon, merci, Mojo, Rest, merci, Schluss jetzt. So, 2 GB von 3,2. Was ist jetzt da? Geht vorwärts jetzt! Und dann ist das Spiel 300 GB groß. Ungelogen. Ich bin mit dem Jahresmerch übrigens fertig. Am Mittwoch werden wir zeichnen. Da werden wir nicht mehr zeichnen. Es gibt bloß die ausführliche Version des Jahresmerch-Videos dann in lang. Ha? Das will so totschmerzen. Wird quasi ein Blätschmerz und Herzog und keine Ahnung was. Warum? Komm ich jetzt da drauf? Weil dieses Spiel meine Festplatten so vollmüllt, ich hab mich gefilmt beim Zeichnen. Also ich hab das wieder aufgenommen, damit ich ein Video draus machen kann. Und wie ich fertig war, ich bin nicht ganz fertig geworden, war meine Festplatten voll. Jetzt weiß ich warum! Mein Gott, jetzt mach hin! 2,1 und 3,2. Mein Gott, sie fix, Alter. Activision, dir kehrt so ein Brenner die Scheiße-Tüten vor deinen 800 Milliarden Glasbunker hingeschissen. Aus meinem Arschloch! Was lotten die da oben? Vor allem mit 15 MB. Pro Sekunden heißt's. Jetzt starre ich da seit einer Minute drauf! Und wir schaffen keine 100 Megabyte! So gesoffen! Was machen Sachen?
Maxi, merci. 80 €! Es ist so dumm, Alter. Wieder ein 30 GB Adapter dafür, dass die Weihnachtsmaps im Multiplayer dabei sind. Wahrscheinlich. Damit der Christbaum drin steht. Jetzt haben wir bei 40 Megabyte in der Sekunde. Wenn der Adam Riese, es sind das pro 2,5 Sekunden 100 Megabyte. Es rührt sich aber kein Scheiß nicht. Oh, bis an Mbit, nicht Megabyte. Ist das jetzt der verfickte Ernst? Jetzt gib Gas, Alter. 2,4. 75%. 76. 77. 78. 79. 80. Ja! Gas jetzt! Nein, jetzt, ihr müsst jetzt aufhören. Amoi geht's nun. Nein. Warte mal schnell. Aus monetärer Sicht muss das nächste Mal auf keinen Fall Spiel nach Update checken, weil die 5 Minuten Überzeit, die mir zwar zuwider sind, resultieren in unfassbar viele Donations, können wir wieder früher in Urlaub fahren. Dankeschön. Punkt. So, das jetzt mal auf Wiedervorlegen am Mittwoch, nächsten Montag, übernächsten Mittwoch und das ganze restliche Jahr dann. 18 Terabyte Festplatte LUL. Schluss jetzt! Die ganzen Leute, die immer erst gezielt reinkommen um 10 nach, mittlerweile schon um Viertel nach wahrscheinlich, die denken sich, jetzt sitzt der halbe noch da und lasst sie zuscheißen! 99%, jetzt mach hin, Kim! 3,2 von 3,2 in meiner Welt 100! Los! Ja, jetzt geht dann nochmal schnell die Bitrate nach unten auf. Ja! Es befindet sich nichts in der Warteschlange, bereit zum Spielen. Down it! Ich hab einen Startbildschirm da. So, jetzt machen wir die Scheiße da aus, weil sonst kriegen wir Vogel, Alter. So, Donation Sounds aus. Spiel wird gestartet. Das dauert erst zum Starten, sind 8 Sekunden, steht sogar dabei, dass es sich trauen, Hit zum Schreiben. 10 Sekunden, 11 Sekunden, 12 Sekunden, 13 Sekunden. Für was hat man hier 5000 € Rechner gekauft? Damit Call of Duty eine Viertelstunde braucht, bis es überhaupt losgeht. Na stopp, bevor bis das erste Menü kommt. Vor dem eigentlichen Spiel dann. Da wo es später wieder zumacht und wieder aufmacht. Und beides muss man durch Update neu. Franz! Jetzt der halbe Call of Duty kaufen geht, du Depp. So, ich hör was. Das ist ein Fortschritt. Fortschritt. Franz, merci. Leute, an alle merci. Das war wirklich keine Absicht jetzt da, das habe ich nicht gewusst. Firefighter, merci, Moritz, merci, Maxi, merci, Safa, merci, Nomen, Moritz, merci, Jack the Ripple, Ole, Downtown Code. Ja! Hinweis! Deine fette Mama, Alter, ich schwör's dir. Ungelogen. Das ist ungelogen, so, das ist keine Lüge. Jetzt kann ich es nicht mehr herzagen, weil es automatisch restart. Was ist das? Was ist das? Na, bitte voll neu starten. Ja, Hauptsache jetzt, wir fangen der Trailer wieder von vorne an. Das hab ich jetzt schon 8-mal weggedruckt, heute. Ich krieg einen Vogel, Alter. Staudi, merci dir. Schluss jetzt. Merci dir. Angemeldet als Bürger, ja, finally. Call of Duty Black Ops, vielen Dank, dein Mann, vielen Dank. So, jetzt geht das erste Menü auf, jetzt gehe ich auf Spielen, dann muss ich sagen, was ich spielen will. Kampagne, ja. Jetzt geht der Endscreen zu und dann geht der Bonsai! Welcome to the Squad, habe die Ehre Bonsai, ab in den Chat, merci für die Mitgliedschaft. Der Schluss jetzt! Ja, jetzt geht das Fenster wieder zu. Es ist so geil. Ohne Scheiß, jetzt sitze ich mit einem richtig guten Internet eigentlich und mit einem richtig brachial guten Rechner da und brauche 8 Minuten, bis ich das verfickte Spiel spielen kann! Ihr wart ja Vernetzung, ja, die ist unfassbar wichtig in der Singleplayer-Kampagne. Du Klopsbacken, Alter. So, der Turm, Wiedersehen. So, jetzt gehen wir mal wieder oben. Wir spielen mal Black Ops 6. 80 €, 8 Minuten. Ja, jeder 10er mehr dauert immer Minuten länger zum Spielen. Was musst du so umrechnen? Ja, du musst ja schauen, was dir das Spiel dann zurückgibt. Habt ihr in Land auch schon Glasfaser? Ja, ich hab letztes Mal einen Brief gekriegt dafür. Müsstet ihr mir mal schlau machen. Ich hab 250 Internet, das klang überall hin, aber wenn er bloß mit 2 Megabyte runter hat, dann hilft mir das halt einfach auch nicht, wenn ich ein Glasfaser hab. Das ist halt der nächste Spaßfaktor an der ganzen Geschichte. So, Freunde der Sonne, wir haben ja letztes Mal irgendwo stehen bleiben mit irgendeinem Rollstuhldeppen und irgendeiner Kampflespen, das weiß ich noch, das ist hängen geblieben. Mehr ist nicht hängen geblieben. Team zusammenstellen, irgendwelche Sachen ausbauen für Rainer. So, Fahrzeug ist fertig. Spielt ja eigentlich jemand Hellfloor, hätte ich fast gesagt, Killing Floor. Atmen. So viel zu, ich muss im November nicht in meinen Stuhl schwitzen. Fix. Der Turm. Wiedersehen.
Wie sich herausstellte, hatte Adler vor dem Scheiß in Kuwait mit Alawi kommuniziert. Ich wünschte, er hätte mehr erfahren, aber zumindest hatte Adler genug Informationen, um uns wieder auf Kurs zu bringen. Ich habe absolut keine Ahnung, um was es geht, oder? Drüber fortsetzen, oder? Ja, ein bisschen fortsetzen, aber jetzt gar nicht drauf drückt, du Kackmenü. Oh, was haben wir? Da muss er deine scheiß Tabs zu machen. Was sind Tabs? 288 UP-Tabs. So, da sind wir. Grüß Gott beieinander. Was muss ich machen? Was soll ich machen? So, er. So, da ist unser Rollstuhlfahrer. Was war mit dem? Bei dem Ich kenne Adler seit Namen. Warte 20 Jahre. Dann wächst er dir ans Herz. Okay, du kriegst übrigens ein Knie. Wie heißt denn er? Haben Rollstuhlfahrer Knie am Kopf? Ja! Dann haben wir da heraus, glaube ich, noch irgendjemand und irgendwas haben wir ausgebaut. Ne? Wir haben doch was haben wir da schon? Was ist da? Waffenbank verwenden. Was kann das? Ach, da kann man Sachen freischalten. Gell? Perks quasi für die weitere Kampagne. Jetzt ist nur die Frage, wie lang die Kampagne ist. Ermöglicht das Tragen von einem zusätzlichen Magazin, reduziert den Waffenrückstoß um 20%, lädt deine Waffe 15% schneller nach, 25% in der Verwendung der Zielvorrichtung. Schaden gegen gepanzerte Feinde. Rein in den Job! Rein in den Pott! Durchschlagskraft! Angriff ist die beste Verteidigung. Erst mal gleich mal was freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, ob es das bringt oder nicht, aber ist mir wurscht. So, das ist der Adler, den kennen sogar ich, Mr. Adler. So, da sind wir. Da sind wir. Egal. War nett. Gutes Gespräch. So, Mission mag ich spielen. Nutze die Beweistafel. Die nehme ich. Kann ich da Mission auswählen. Nächste Mission. Jagdsaison. Genau. Bonsai, mehr als wieder 5er. Ich will Unreal Tournament spielen. Ich will Unreal Tournament spielen! Friss meine geschmolzene Scheiße! Oh Gott, dieses Video ist schon wieder, im Nachhinein nach dem Stream ist schon wieder alles so dermaßen entmonetarisiert. Kann's gar nicht sagen. So. Missionsübersicht. Jagdsaison. Wer zum Teufel will meine Waffenvorführung unter einem Palast in der Wüste? Saddam Hussein zum Beispiel? Was? Wir werden uns als Delta Force Einheiten ausgeben und nachschauen, was Sache ist. Was haben wir jetzt beim Saddam? Oder wenn da der Saddam umeinander läuft, dann weiß ich nicht, muss ich schon ein wenig schauen. Hilft der SAS im Irak im Tausch gegen Zugang zu Saddams Palast? Aha. Okay. Der gesuchte Palast liegt im Westirak. In der syrischen Wüste. Aber es gibt ein Problem. Desert Storm. Koalitionsstreitkräfte haben die Operation gegen Saddam Hussein vor 2 Wochen gestartet. Sie schalten so viele strategische Ziele wie möglich aus der Luft aus. Der Palast steht noch, aber nicht mehr lange. Britische SAS-Truppen machen am Boden Jagd auf mobile Scud-Plattformen. Sie haben den Palast für eine Bombardierung markiert. Das darf nicht passieren. Pantheon versteckt irgendwas im Bunker unter dem Palast. Pantheon Wird waren er die Besen. zerstört, verlieren wir die Spur. Eine alte Bekannte beim MI6 schuldet mir einen Gefallen. Sie zwang den SAS, den Luftangriff zu verschieben, aber das hat seinen Preis. Wir geben uns als Delta Force Einheiten aus, damit diese Helen Park uns an die Front bringen kann. Dann helfen wir dem SAS, die Scuds zu beseitigen. Danach gehört der Palast uns. Wir nehmen quasi in Saddam Hussein seinen Palast ein. Stopp! Gewagte Nummer! Sagt ich. Der SAS will die Scuds zerstören und ihr wollt in den Palast. Wir glauben, die Iraker könnten sie jederzeit abfeuern. Jackal 2-1, zerstören wir die Werfer. Wir flankieren die erste Stellung. Hey, Park, nimm deine Amis gefälligst an die kurze Leine. Er ist verschmissen. Da! Die Scud! Sie startet schon! Noch ein Viertelkilometer weiter. Kannst du Gas geben? Aktivität! Der fährt mir Fliegerfleisch, aber soll er da... Deckel 1-1, Okay. wir greifen an. Wir haben was gewonnen! Oh shit. Was zum Teufel? Wo ist der noch einer? Okay, wir haben was wir wollen. Wir haben einen drin und es gibt Peng, Peng. So, gib mal, haben wir sind nicht, noch haben wir mehr. nicht wieder. Da sind noch mehr. Wo ist der dran? Ich geh mal da hinten. Nachladen. Eigentlich müssen wir schon schneller nachladen, oder nicht? Ein wird nur ein Fressballert. Was? Ich glaube, das waren alle. Na, mit Zur über Europa oder Scout-Stellung geht's hier lang. So, wie viel Mir kleine... nach. Oh, da kann ich Foto machen, hat's geheißen, ne? Muss ich Foto Jackal 2-1, wir sind auf der anderen Seite der Schlucht. Warum? Nähern uns dem Ziel. Was soll ich jetzt da mit dem Foto? Tu mir Granaten. Wenn ich mit denen her auf Q. Das muss ich schnell. Achtung, Entschuldigung, muss kurz testen. Kann ich, wir keine taktische Auswahl. Wir würfeln in der Granaten!
Haltet sie auf! Ziele von oben! Hinter den Kisten! Ja, Ah, was? Der Maul, du Trottel! Gesichert! Noch irgendjemand? Jekyll 1-1, sind gleich in Position. Missionsabschnitt, keiner bloß so eine Kugel. Legen wir los. Der Edler ist auch dabei. Circa ein Stell dir vor, du Dutzend kriegst einen Ziele Krieg und musst bloß da einen Jeans so. Bewegung! Sie starten sie! Ich geh da auf. Das sieht so gut aus für uns. Ah, das ist die Gute oder die Besen? Oh, das ist Mach die. sie fertig! Die würfeln ja Granaten. Ich nicht, man muss sagen, wie Granaten wirft. Feindlicher Truck nähert sich. Feindlicher Truck nähert sich. Uns läuft die Zeit davor. Ausgeschaltet. Alter! Alter! Absolutes Rentenheim. Absolutes Rentenheim. Jetzt tu mir, teuer, ja. 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 Sicher. Case, Muss ich da oben oder können wir... Gebe Deckung. Das haben wir schon gehabt, dass ich da oben Jekyll springe und 2. dann stirb. Hashtag Kartoffel ab in den Chat. So, wo sind wir? Dann müssen wir das Ding kaputt machen, oder? Jekyll 2, worauf achtet Zerstören. ihr? Hey, ich bin unterwegs. Muss ich 3 halten, explosive Waffe zum Ausrüsten. Ja, wie benutze ich das? Ach, auf 6. So, gehen wir! Ich versteck mich da! Schnell zur Skat! Ah, das ist eine gute Idee. Eine richtig geile Idee, da so 20 Meter daneben zum Stehen. What the fuck? Bridger, Skinner. Räumt den Scheiß weg und entladet die Trucks. Bestätigt. Wir richten hier ein Lager ein. Deine Crew ist nicht schlecht, Park. Mal sehen, was die sonst noch können. Die Stimme passt aber überhaupt nicht und der hat sein Leben lang geleckt. Es gibt mir nicht, dass er so sagt. Tüften eng. Sehr gut. Das wird jetzt unsere Okay. neue Operationsbasis. Haben wir schon drin. Hier, du hast die Ehre, die Taktikkarte zu tragen. Geil. Ich bin der Taktikmann. Taktikkarte. Verwende die Taktikkarte, um Ziele zu verfolgen, per Schnellreise zu entdeckten Orten zu reisen und das Einsatzgebiet zu navigieren. Möchtest du mir erzählen, wir haben jetzt ein Open World in fucking Call of Duty. Was? Es ist ein recht großes Gebiet. Sie wird dir nützlich sein. Wir müssen noch 3 Skat-Stellungen neutralisieren. Was? Bleib wachsam da draußen. Vielleicht findest du noch mehr interessante Sachen. Hä? Panzerfrido. Das markieren. Und das? Kann ich da mehrere markieren? Ja, und dann? Gladney hilft deinem Team in den Palast hinein, wenn er die Skats zerstört. Helft ihm. Mal sehen, ob er sein Wort hält. Rede selbst mit ihm, wenn du willst. Er bleibt moin hier nicht. und koordiniert die Logistik für den SAS. Zum Schießen. Wenn du ich geh bereit nicht für zum den Einsatz Labern, bist, was folgen laberst wir du? dir. Was im Ernst jetzt oder was? Und das ist meine Markierung. Die ist da, muss ich zerstören. Kann ich da jetzt fahren? In den scheiß Jeep. Mehr muss ich als jetzt genug Fuß laufen, oder Waffen. Was ist das da? Nimm dir, was du willst. Munition auffüllen? Haben wir da bessere Waffen? Haben wir mit da bessere Puffen? Nimm was von dem C4 mit. Das Zeug zerfetzt eine Skat. Sehr gut! Dann nehmen wir mal, was ist das? Sollen wir das sehen da? Wir brechen auf, sobald du Das ausgerüstet nehmen wir bist. mit! Scharfschützending geht allweit, C4 nehmen wir mit. Okay, Oh, was wenn ist das? du noch irgendwas über die Mission Alles erfahren repetieren, willst, den mach ich sprich nicht. mit Gladney da drüben. Dann nehmen wir die Goblin. Und als... Was hab ich jetzt ich da? Die Goblin, ja... Was ist das da? Sturmgewehr. Da haben wir aber eine Pumpgun. Panzerplatten hätten wir auch noch 2, 3 herlegen können. Das ist eigentlich schon... Hat es das so jemals in Call of Duty gegeben mit so Dingen? Ich weiß nicht. Finde ich eigentlich schon ganz nett. Finde ich eigentlich schon ganz nett jetzt da. Na, ich hab doch auch Karten. Private Raminger. Eigentlich müssen wir... Nein, den nehmen wir nicht. Eigentlich müssen wir jetzt schon Brauchst mal du kurz was? mit ihm da labern. Brauchst du was? Ja, Nein, das soll jetzt nicht. Wir wollen so schnell wie möglich den Palast angreifen. Haben wir Luftunterstützung vom SAS? Gibt es Informationen über die Skat-Standorte? Ja, die haben auf der Karte markiert. Was ist das für eine dumme Scheißfrage? Im Moment nicht. Zu viele beschissene Luftabwehrraketen. In der Nähe wurden gerade erst ein paar eurer Delta-Force-Freunde abgeschossen. Wir haben einen Kampfhubschrauber, aber der wird nicht abheben, bevor ihr die Raketenstellungen in diesem Gebiet ausschaltet. Der will den dann fliegen? Ich Okay. wünsche viel Glück da draußen. Hab ich schon verstanden. 3 Raketenstellungen müssen wir machen. Jetzt fahren wir mal, kann ich mit dem Ding fahren. Ja! Erkunde die Wüste. Erkunde und entdecke optionale Ziele von dir. Entdeckte Beute. Neue Gebiete werden auf der Taktikkarte eingezeichnet. Motherfucker! Kann ich da schießen, ne? Jetzt fahren wir mal zu den einen markierten Stelle und dann fahren wir zu Raketen auf. Das muss klar. Das muss klar, einfach nur, weil mich interessiert. Jemand hat sein Boot vergessen. Ich hatte schon danach gesucht. Ort gefunden. Trockener Ist See. vermutlich schon seit Jahren hier. Boot.
Komm mal Da drüben. Komm mal da jetzt Der was orange entdecken. Rauch markiert eine Vorratslieferung. Könnte einen Blick wert sein. Wow, das ist sehr spannend. Ich halte die Augen offen. Das wird uns helfen. Wow. Wir sollten mitnehmen, was wir finden. Wir müssen weiter. Im Ernst jetzt sind das alle Points of Interest, sind lauter so Dinger, was. Ja, okay, leg mir Mosch. So, wo fahren wir hin? Wir fahren zur Raketenabschussbasis. So schaut's aus. Mach Karten zu, jetzt da eingestiegen wir. und losgedüst. So, hier zerstören. Brr, brr. Freilich aus dem fahren! Rückwärts, Fahrzeug verlassen, beschleunigen. Krieg ich gerade noch hin. Oh, mit Auto hin. Oh, mit Auto hin. Oh! Ja, ich darf jetzt dann zusammenfahren. Voll Idiot. Okay, toll. Da drei die noch mal umwegen! Greife an! Staubige Sonnenhanseln! Jetzt auch mal schießen können, ihr Trottel. Da fahren wir hindrehen. So, da fahr jetzt gleich mal ein bisschen links, weil. Voll Idiot. Ah! Zerstöre Skatwerfer. Neutralisiere Skatwerfer mit Hilfe von Sprengstoff oder Ausrüstung, die über das Einsatzgebiet verteilt ist. Gehe jede Skatstellung nach Belieben an, entwickle deine eigene Strategie. Ja. Eine Zwie! Wir sind jetzt da. So, aussteigen, schießen. Maul halten. Da wollen wir die Sniper weg. Komm mal da. Ah nein, wir verstecken hinter dem Stor so. Gib mir Sniper. Gib Sniper! Das ist doch gar nicht mehr Sniper. Das ist doch gar nicht tot. Ja, dann gehen wir radikaler vor. Schau mal in die Bude da rein. Rein in die gute Bude! Da hat's die schon. Weg damit. Was? Wer hebt das? Was? Die Scut-Case! Was für Skat-Case, Alter? Tu mir. Das hier. Nein, nicht wieder Granaten! Nein, nicht! Ich will laufen davor! Nein! Komm schon! So, jetzt können wir den Rest haben! Ein weniger, noch zwei übrig. Unterwegs. Vorsicht, Hier Vorsicht! wimmelt es von Feinden. Was soll ich nicht mehr gehen? Ui, Alter. Was der jetzt? So nicht, Freunde. So nicht. Wir Mund haben wir noch. Nein. So, wie selber denn mit dem? Er ist am Boden. Ist das jetzt so, dass wir da durch müssen, oder? Granaten schon wieder. Von wo? Ah! Au! Ich bin fast down. Wo schießt denn da noch jemand? Wo sind denn meine Mates eigentlich? Hallo? Kennen meine Mates auch mit schießen? Das war voll die gute Geschichte. Ich gebe dir das Haus ein, leg mir am Arsch. Wenn wir rauskommen, dann werde ich getötet. Tu mal mit diesem Ding da. Schau mich vernünftig an. Kann man da sauber reinballern? Offensichtlich schon. Unterwegs. Ich leg mich dabei hin zum Nachholen. Ich glaube, dass wir einfach wieder abhauen, oder? Ja. Maschinengewehr geht aber mit Flak, du. Ja, gehen wir wieder. Ich weiß jetzt auch nicht. Machen wir lieber Meter. Sicher. Hat es das in dieser Art in einem Call of Duty schon mal gegeben? Weiß nicht. Bin mir auch noch nicht so ganz sicher, was ich da verhalten soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Für Open Worlds sind Call of Duty ist eigentlich nicht begangen. Fahren wir zuerst zum Muntern. Vor allem, weil es mir so useless vorkommt, die anderen Sachen da zum Investigaten. Ja, wie in Good Old Warzone einfach überall drüber fahren ist wurscht. So, Einer von Gladnys Speeren. auf dem Weg zum anderen Ding nehmen wir die da natürlich mit. Hab Feinde im Visier. Sie haben uns noch nicht Delta entdeckt. höchstpersönlich. Ich Ich schaffe kann euch von zeigen, den was euch Speeren. erwartet. Die Skat wird keine Probleme mehr machen. Also das hätten wir vorher da sollen. Ja, das macht Sinn. Und eigentlich mit unserem Auto raucht das, sage ich das richtig. Können wir uns da auch nice holen oder können wir das reparieren oder was ist denn da damit? Verstehe ich nicht.
Verstehe ich nicht. Hab schon Besseres gesehen. Ja gut, Aber vorbei Sie schon sind in der Besseres. Überzahl. Ich bin nicht durch. Vorbei schon Besseres gesehen. Warte, wir fahren mir da schon richtig an. Jetzt sind da wieder irgendwelche Ich glaube, ab Sperrdeppen. hier rechnen die mit uns. Sollten Sie auch. Ich mag herzliche Begrüßungen. Was soll jetzt der Song dazu? Ah, wieder ein Boot. Ein Boot! Na, das Wasser fahren wir lieber nicht, wer weiß, wie tief das ist. Es war jetzt halt cool, wenn man das selber erkunden kann, aber die verdammte Welt da, die ist ja so, die ist so leer wie. Was ich was ist. Die Kiste qualmt schon ganz schön. Ja, hinter mir ist eine Lebensanzeige. Ein Drittel ist hier. Müssen wir halt früher stehen bleiben. Das hilft nicht. Wir wollen zu Fuß gehen. Wie, oh shit. Sehr schön. Das waren alle. Schön hingekriegt. Herzlichen Glückwunsch. So, mal nachladen. No, die Beams in unser Bude eigentlich. Ich verstehe. Oh shit. Rechte Seite. Seht ihr das? Da drüben ist ein Dorf. Laut SAS ist wir haben eine der Raketenstellungen Sichern wir es. gesichtet. Außer Healing. Ausgezeichnet. Schaltet eure Luftabwehrraketen aus. Dann können wir Heli-Unterstützung leisten. Das könnte sich lohnen. Feindlicher Scharfschütze. Raketenwerfer! Wo ist Raketenwerfer? Spitztürming! Okay, wir brauchen Deckung. Können wir mal Deckung? Können wir mal Deckung? Ah! Ah! Kim, aufladen, schießt mal zurück. Hallo? Vorsicht. Ja, geh wieder hinten da! Was ist mit dem Job? Okay, Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Nicht mehr ausschauen. Ich leg mich da jetzt so her. Im Bett. Nachladen. Wo ist der Scharfschütze? Sepp? Der scheiß Raketenwerfer! Hat mir jetzt schon das Leben gekostet, da hinten! Ah! Der war knapp, der war close, der war close. Ich weiß nicht, was wir sonst da sollen. Ich lauf um! Vollsprint! Zur Bude! Ah! Da ist einer. Ja! Weißt du was, dann nehmen wir das Große. Nein, Scharfschützen-Sepp nicht! So, wo sind wir? Wow! Aus der Hüfte rausgerotzt. Wo ist der Scharfschützen-Sepp? Was? Ah! Da gehen sogar mit raus! Was ist mit dem? Ich mag einen Raketenwerfer, wieso hab ich keinen? Der scheiß Scharfschützen-Sepp! Wo zu Berlin? Muss man aufzuhören. Hilft nicht. Wart mal nicht dahergegangen! War schlechte Idee! Malhalten! 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 Die sind aus jedem scheiß Loch kommen die außen was noch ran. Laufen! Oh! Okay, das hab ich mir anders vorgestellt. Nein, das hat mir hier anders vorgestellt. Wo sind die Gegner? Oh ja, einer. Ja, sterben die Arme wieder! Oh shit, ich hab keinen Mund mehr. Unterwegs. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt hört man vielleicht ein bisschen. Nein, ich hab ihn schon drauf. Boys! Wo Raketenwerfer? Okay, da hab ich ihn schon gesehen. Ja, gehen wir noch weiter auf. Da ist er! Du kleine Mistbixen. Nein, nicht der Granaten! Au! Oh, da in den Schlitz lege ich mir rein. Das ist gut für uns. So, jetzt chillen wir mal. Ja, wie oft muss ich dem in den Helm einschießen? Was ist denn mit dem Scharfschützen? Ha! Trotzdem schon. Wichser. Der ist gar nicht zu mir. Toll. Was ist hier mit brauner Hand? Ich weiß nicht, was das ist, aber es werfen jetzt einfach mit 4. Das wird schon irgendwas tun. So, mal halten da oben. Was? Den hab ich gerade umgebracht. Das geile Messer haben wir auch noch. Nein, das nehmen wir lieber nicht. Was ist mit jetzt deren? Da ist ja gar keiner. Warten die alle? Ja, machen wir da. So, das ist mir auch da.
Ja, jetzt, finally, feuer mich um. Na, da hinten da oben. Da müssen wir noch eine Raketenwerfer über so. Die zwei da oben machen wir gut weiter. Was, wo? Was? So, jetzt gehen wir mal in die scheiß Bude rein. Über mit. Da mal drin. Oh, mit der Hufe. So, gib mir mal andere Waffen da. Gib mir mal das kleine Ding da. Signal schwach. Was Signal schwach? Dein Mann ist schwach. Das ist jetzt da ein Bese. An der Bese! Oh, ich vertraut schon wieder schossen. Irgendjemand wirft mir da schon wieder Granaten am Kopf. Ich krieg schon wieder, dass mir das Scheiße. Ja, wo ist denn der Raketenwerfer denn? Und da! Da ist noch einer. Wo? Wichser, wo? Ich muss natürlich neben mir stehen, das gibt's gar nicht anders. Hallo? Hallo? Was ist jetzt da? Look at me, I am the sniper now. Gib mal das Sniper gleich her. Wo? Da unten! Ich hab gesessen. Und ja, sicher, die können wir auch mal wieder brauchen. So. Und jetzt? Haben wir jetzt da noch irgendetwas? Oh, sexy da. Timmy Boy, merci dir, Zitronenbaum, merci dir! Solltest du Nebenmissionen machen, damit auch in der nächsten Mission die zur Verfügung hast, wie Kampfheli, Bombenabwurf etc. Macht es entspannter. Ja, I see. Alle werden wir nicht machen, aber ein paar machen wir schon. So, wo sind jetzt die besten Bubis? Ich glaub, dass du einen kompletten Vollschlag hast, Meister! Hä? Holy shit! Schieß mir vor Raketen ins Gesicht! No, da hat ich bei umeinander gerammt schon. Kann man eigentlich noch mehr zoomen? Nein, kann man nicht. So. Was genau muss ich da eigentlich machen? Raketentüfe! Alle besten Bubis da schießen, aber ich hab doch alle besten Bubis erschossen. 87 Meter, dort zeigt das Auto an. Ich weiß jetzt auch nicht. Da sitzt jetzt wieder irgendwo ein Besen. Wir haben im Dorf. Team Jackal 2. Delta-Force-Soldaten auf einer streng geheimen Mission in Kooperation mit einem MI6-Kontakt. Was soll ich machen? Du besser oder bitte guter? Du bitte guter. Was hat man das? Ich verstehe nicht ganz, was man das jetzt gebracht hat da. Sag ich, was ist das? Da muss ich die Häuser durchsuchen. Gibt's da, was da Geld umeinander liegt oder Equip umeinander liegt oder was? Ich verstehe nicht, welchen Sinn hat diese Nebenmission. Muss ich, sagt man, aber es ist noch nicht gut. Muss ich einfach, kann man das da benutzen? Kann man das benutzen, habe ich gefragt. Muss mir jetzt reinspringen? Lass du mich nicht. Hätte ich schon fast. Da ist ein Safe in der Hütten. Oder? Falsche Hütten. Was waren das für Hütten? War das die Hütten? Ich wollte nicht aufs Dach auf, ich wollte einfach nur. Ne. Auf Signal im Haus achten. Ich hab mir schon gedacht, ich bin da vorher da ins Fenster reingesprungen. Da steht dann irgendwas Signal entdeckt. 4 Meter schwach. Mittel. Unterwegs! So, welches Arschloch hat jetzt da eine Granaten geworfen? Hallo? Hallo? Signal schwach. Ja, ja, da war ein Raketenwerfer. Wer hat denn jetzt da Granaten geworfen? Wieder irgendein Zigeuner am Scheißer. Oh, der Keller ist gut. Haben wir im Keller noch jemanden? Hallo? Räume die feindlichen Lager. 1 von 4. Benutzen die. Pantheon ist nicht zufällig hier. Durchsucht die Gegend. Was das jetzt oder was ist nicht? Musik ist immer noch intens as fuck. Oh, jetzt ist geil. Oh, das ist nicht abrupt gar schon, ja? So, Signal schwach. Jetzt müssen wir, irgendwas müssen wir finden. Das war irgendwo da. Nein, war's nicht. Irgendwo. Auch nicht. Auch nicht. Da. Stark! Und jetzt? 5, 3, 0, 5. Ist da jetzt irgendwo ein Safe oder irgend sowas?
wir sollten nie den Safe jemals finden, Kinder. So, DM10, wie viel Munition. Oh, besser. Ha! 5, 3, 0, 5. Woo! Für $1000 haben wir das jetzt gemacht. Und sonst kriege ich da nichts. Schwach. Na? Haben wir da sonst noch irgendwelche Spielzeuge? Ne? Granaten kann man mit mir schmeißen. Ja, okay. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, sowas hat es in der Call of Duty-Kampagne noch nicht gegeben in der Form. Und ich habe eigentlich die letzten 10 alle gespielt. Also wirklich alle. Nicht alle fertig. Letztes Jahr ist eins der wenigen, die ich nicht fertig gespielt habe. So hat es das noch nicht. Ist eigentlich eine ganz nette Idee. Muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich eine ganz nette Idee. Vor allem bei... Was ist denn da drauf? Außer Reichweite. Aha. Kriegt der Kugel in den Hinterkopf und sagt außer Reichweite und fängt bloß ein Stolpern. Ich glaube, dass du ein Vögelchen hast. Ich hab's nicht so schlecht gefunden, wenigstens keine Schleicherei mit Kamera. Mit der Darkseid, ich mag's auch jetzt nicht mit. Was ist da noch gleich wieder? Munition auffüllen. Ich mag's auch jetzt nicht mit Gewalt schlecht schmerzen. Überhaupt nicht. Sonst hätten wir es nicht nochmal gespielt. Überhaupt nicht. Ich möchte einfach wirklich nur ganz normal, objektiv mir ausdenken, was ich jetzt da von der Nummer halt. Es hat halt nichts mehr mit dem Color. Oh, shit. Ziele, in Deckung! Das wäre geschafft. Sehen wir weiter? Jetzt ist die Frage, haben wir noch was in den Nähten? Ziel markieren. Ja, nehmen wir heute das auch noch mit, ist doch scheißegal. Spielen wir heute den ganzen verdammten Abend die Mission da. Aber ist ja auch irgendwo der Sinn dahinter. Ich kann das jetzt natürlich durchrushen, dann wird es natürlich automatisch schwieriger, weil wir nicht so viel Geld haben, wie die ganzen Perks und Ausbauten und den ganzen Bums. Die Iraker sind in der Nähe. Und Die Iraker sind in der Nähe. Ja, dann haben wir Kugel in die Fresse und dann kriegst du auch Kugel in die Fresse. Haben wir sonst noch jemanden? Da haben wir noch. Oh. Wie ich das Gunplay von Call of Duty halt einfach überhaupt nicht mehr gewohnt bin, gell? Also wirklich, ich schieße und wie ein komplett Behinderter. Was haben wir da alles? Da können wir wieder Ausrüstung finden. Ja, das ist okay. Und, was ist denn das da? Achso, die müssen wir auch zerstören, oder was? Machen wir alles kaputt. Ach, dann kriegen wir die Luftunterstützung. Das ist natürlich schon geil. Ups, hätte ich fast drüber geworfen. Keine Zeit zu verschwenden. Eine von 3 Raketenstellungen. Also so, ich gehe jetzt davon aus, er hat ja zu uns gesagt, wir kriegen keine Luftunterstützung mit dem Heli, weil die Flugabwehrdinger da haben. Verlieren die Iraker die Lufthoheit in der Region. Wir halten die Augen offen. Ja, gut. Um alles rauszu... Was haben wir da? Ziel markieren. Feindliches Lager. Verdammt nochmal. Machen wir alles oder rushen? Rushen heißt einfach durch. Oder Russen. Machen wir alles oder fast alles. Ich möchte zumindest die Flugstellungen. Und dann die Dinge ausschalten, weil ich wissen möchte, was passiert. Oder... Pass auf. Was tun wir? Machen wir alles oder Russen? Über Umfrage gestartet. Im Chat. Russen bedeutet, mir laufen wir einfach durch. Also ich mache die eine Raketenstellung, die Skatstellung und die Orange rechts oben und dann ist wahrscheinlich die Mission gut. Ihr kennt es, haben wir jetzt schon bei 280. Ich schau dann nachher rein, da müssen wir da noch mit zurückfahren. Das hilft nicht. Ganz ehrlich, wieso sollte man uns jetzt... Also das ist auch nur eine Empfehlung an jeden, der das Spiel vielleicht auch spielen will. Also für 80 € kriegst du bis jetzt noch keine Kaufempfehlung, sage ich ganz ehrlich. Es gibt ja den Microsoft Game Pass für... was haben wir da? Haben wir noch C4 hängen? Für 10 € im Monat. 12 € im Monat. Plus 400 andere Spiele. Jetzt fahren wir mal noch da zum da ist wieder schon so ein Scharfschützen-Typ. Vielleicht können wir dem einfach in die Fresse schießen, das wäre ganz angenehm. Timmy Boy, merci dir, Timmy Boy, alles Russen. Okay, machen wir alles. Aber ich bin da irgendwo, okay, glaube ich nicht hin.
Ganz Auto zerreißt es, wenn ich jetzt da einen Chaos mache. Oh, ja, das kriegt Damage. Scheiße, wir reparieren mein Auto! Muss ich da ins Lager zurück? Oh. Okay. Vielleicht, ja, das eine schaffen wir noch. Bei der Xbox musst du 18 Euro zahlen. Gut, das ist bitte. Ach du Scheiße, das Auto zerreißt gleich. Okay, zurück ins Lager. Gladney, wir sind auf dem Weg zurück. Ach, da kann man dann schnell reisen. Das ist ja ein Ducken gestanden. Bier, du Vollidiot! Okay. Munition auffüllen und wieder rein. Hätte man das Auto gleich unzerstörbar machen können, ganz ehrlich, weil wenn ich mich zurückport und dann wieder, weiß das schon. Das heißt, kann ich da Wegpunkt setzen, Ziel markieren. Warum kann ich mich, also kann ich mich nur ins Lager zurückporten auf die Schnelle quasi, sehe ich das richtig? Ja. Na gut, dann fahren wir nochmal für. So groß ist die Map da eh nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Steffi schreibt gerade, der PlayStation kostet 8,99, die günstigste Version. Aber es ist auch der PlayStation Game Pass. Da ist da auch Call of Duty drin? Kann das mal schnell jemand eruieren? Das darf mich jetzt nämlich wundern, nachdem Microsoft ja Activision Blizzard aufgekauft hat. Oder die glaube ich haben ein bisschen eine Regelung. Ja, dann machen wir jetzt mal so. Iraker in der Nähe. Ja, Iraker in der Nähe. Oh. No. Wir wurden entdeckt! Ja. Ist nicht so schlimm, ich hab 4 mit daneben geschossen, tut mir leid. Das ist Saddam Hussein aus Indien. So, weiter geht's. Na, war nur zum Kauf, hör schon her. Hätte mich gewundert. Ach du Scheiße. Oh, was war das für ein Auto? Das ist mittendrin stehen bleiben. Iraker im Gebiet. Schalldämpfer am Scharfschützengewehr halt, gell? Das könnte andere alarmieren. Okay. Nicht abdrücken. Ich würde nicht schießen. Ich schon. Scharfschütze! Raketenwerfer! Na, warum man immer gleich mit... Wieso schießt denn die Vollgas? Nein, ich nehme gleich mit dem Raketenwerfer. Unterwegs. Wo hatten die? No. Schießt meine Mates an, ey! In dem Leben noch! Hier, ein Feind mit einer Minigun. Ein Feind mit einer Minigun! Wir haben wirklich viele Ressourcen. Scheiße, wie kriegen wir den weg? Ich mag kein Auto mehr, gell? Mit dem kann man eigentlich auf die Schnelle zu. Ja, wegsnipen, das ist schon weggemacht. Was ist denn mit dir, Alter? Wo ist der Minigun-Mann? Ach du Scheiße. Ah, ja, das ist schon gut, der Minigun-Man. Der Raketensepp kann überhaupt nichts da. Wo ist denn ich? Geh jetzt auf 4 Elektrobuschen. Ein bisschen mir ist mein Hinhaufen, selbst nicht. Wo ist er? Seh ihn nicht. Was ist schon wieder? Wie ist denn der jetzt gestorben? Es ist einfach da, das ist selber erschossen. Ja. Und dann ist hier das Ding. Das nehme ich doch, du. Na, was gefunden, ja? Ein Pantheon-Depot. Wie war das, glaube ich? Guter von Case. Also das Minigame ist so peinlich. Oh ja, nehmen wir lieber die. Aber einmal schießen mag ich. Großer Spaß. Definition of Peng Peng. So, was haben wir da? Oh, da haben wir der Gerät. Tag 1 der Oktoberstudie. Oktoberstudie und $140 haben wir da noch. Person, zwei Brüder werden Was ist das da? behandelt. Patient A per Injektion und Patient B per Inhalation. Ihre Pupillen sind geweitet, Vitalwerte stabil. Ergebnisse folgen. Pantheon hat mit Brüdern Experimente gemacht. 2 Behandlungsmethoden. Aber Behandlung womit? Gibt's da sonst noch Eine was zu finden? geheimnisvolle Gruppierung scheint es tatsächlich zu geben, Adler. Vertraust du mir etwa nicht? Nicht weiter als ich muss. Tu nicht so überrascht.
Und da war es jetzt gescheiter, wenn wir einfach in die Basis gehen und dann nach unten fahren und dann den machen. Mir, was mich ein bisschen nervt, ist, dass die da so weit hinten sind. Aber man sagt zumindest, der war wichtig. Ihr seid mit 75% bei alles. Einigen wir uns aber zwischen. Oh, was ist das da? Helikopterabsturz, den machen wir auch. Wieso sägen die da nur manche Sachen? Das da war mir wichtig. Der da hinten war mir wichtig, weil ich wissen, wie der Luftangriff funktioniert. Ja, fahren wir zu dem Ding auf. Weil es nicht hilft. Los. Oder in diesem Fall menschliche Verluste, alle. Laufen mit dem Ding, haben wir schneller. Laufen wir mit dem Ding weiter. Haltet euch normal. So, Und bleibt auf Distanz. Park, du hast mit Gladney gearbeitet? Nein, das der nicht. Schon ein paar Mal. Geh mich da oben durch. Unten da durch und dann irgendwie Hier noch auf. der erste Kampfeinsatz. Er hinterlässt los geht's. Eindruck. Allerdings. Es fühlt sich irgendwie nicht wie ein Call of Duty an. Bist du sicher? Frag mich dass nicht, also das das hier nicht nur Gunplay Sender natürlich war? schon und so, aber Bin das da jetzt, das hat es so noch nicht gegeben, glaube ich. Weiß auch nicht, dass ich nicht aus dem Auto schießen kann, ärgert mich ein bisschen. Kannst bei Schnellreise auch zum Auto, das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Hätte man mal ausprobieren können. Auf 5 habe ich jetzt einen Mörserschlag, das habe ich schon gecheckt. Das ist halt die Abschussserien im Multiplayer normalerweise wahrscheinlich. Hätte man auch besser fahren können, glaube ich. Sind wir eh gleich da. Da lassen wir gerne einen sauberen Mörserschlag rein. Wie funktioniert denn der? Bin ich gespannt. Fahren wir jetzt da so rauf. Dann fahren wir da rauf. Hat das hin? Ja, macht Sinn. Call of Duty Autophysics. Sehe ich von da hin. Ja. Ziele gesichtet. Dann müssen wir die zwei Affen da schnell wegmachen. Nicht abdrücken. Verdammt. Wie nicht abdrücken? Was verdammt? Wir zipfen. So. Da drüben ist noch eine Raketenstellung. Ja, Jetzt angreifen oder später. der machen wir eine Raketenstellung. Oh, ja. Oh, hab ich gefallen. Jetzt warte mal. Ich darf von mir nicht sehen. Alles klar, schon unterwegs. Ist zu riskant. Die Mörser haben kurzen Prozess gemacht. Ja, gehen wir mal ein bisschen netter. Snipen ist ja fast schon langweilig. Was ist da wieder für ein Stoff, den ich nicht aufgegeben? Oder Raketenmann! Das war so close one. Mehr eher Granaten, ich glaube, dass du stirbst. So macht man das. Gar nicht so Noch schlecht. eine Raketenstellung übrig. Gladney wird Was haben wir euch jetzt noch da ins tun? Herz schließen. Haben wir jetzt da irgendwas Sinnvolles zerrissen oder was haben wir jetzt da? Außer einem Raketenwerfer? Weiß nicht. Rote Rakete. Da unten ist noch so ein Ding. Sag ich dir, was ist, da lauf jetzt aber zu Fuß hin. Ach, das war das. Hä? Wir haben doch das Ding gar nicht in die Luft geschmissen. Haben sie selber in die Luft geschmissen, so behindert. Was haben wir da schönes? SVD. Nein, nehmen wir lieber das. Den haben wir da gefunden. Oh, hätte ich auch pfiffen. Wenn der Headshot kein Like nicht wert war, dann weiß ich es auch nicht. Lucky, merci für den Reset. Timmyboy, alles Russen. Die Kommentare von deinen Kameraden sind auch der Hammer. Ja, Dialoge ist so eine Sache, ne? Dialoge sind so eine Sache, du. Frag mich nicht, warum ich da jetzt hinlaufe. Ich komme dann zum Auto zurück. Was ist denn da oben? Ist da was um? Nein. Mit Mörser herbirgen. Ich hab keinen Mörser mehr. Ach, ich hab schon einen Mörser. Ach, der Lot wieder auf. Das könnte andere alarmieren. Oh ja, nicht haben wir noch Sicherheitsgranaten in neu. Dann wird das auch schon passen und dann den Rest machen wir mit dem G. Was haben wir da? Und da bloß zwei so mit Diven drin. Was ist denn das? Aha. Oh ja, das können wir brauchen. Das braucht kein Mensch. Nein, ein bisschen Ausrüstung. Die nehmen wir mit. Ich darf jetzt am liebsten eigentlich wie ein Plötze das Auto herpfeifen. Das war mir eigentlich 5-mal lieber.
Das haben wir auch noch nicht gemacht da. Dann bewegen wir uns jetzt nach rechts in Richtung dem Ding da. Und dann nach unten und dann daher. Kriegen wir hin. Schön. Zurück zum Truck. Zurück zum Truck. Du musst alles machen. Müssen du gar nichts. Jetzt machen wir erstmal die zweite Skatstellung. Wo ist denn die? Da. Oder ist Teil der Mission, dass ich... Raketenstellungen. Was haben wir da? Wenn Wieso wir nehmen wir die nicht eigentlich ausschalten, diese Auto haben wir da? die Lufthoheit. Gehen wir da hin. Müssen wir einen Meter machen. König gesagt, du hast da absolut recht, Müssen wir einen Meter machen. Und die zwei Handeln lassen wir stehen, die haben wir wurscht. Die sind mir wurscht! Jetzt warte mal. Noch zusammengefahren. Geht's da überhaupt weiter? Weiß ich nicht. Fahren wir durch den Berg. Fahren wir durch den Berg durch! Oh, da haben wir auf dem Weg auch wieder eine Station. Hey, Ruinen voraus, auf den Klippen. Da vorne müsste eine Skatstellung sein. Ja, dein Name ist es Skatsch. Zwischen den Ruinen da vorne ist ein Lager. Noch ein Pantheon-Lager. Hätte nichts gegen einen kleinen Besuch dort. Was ist denn mit meinem Mörserschlag eigentlich? Der wir da jetzt einmal die Leute weg, oder was? Das kriegen Sie mit. Eröffne das Feuer! Ja, tschüss da nochmal. Anleiten. Ziel gesichtet. Du bist aber fei, du. Das sind aber wirklich fei, du. Okay, wir haben da eine gute Pose. Ist easy win. Da hinten ist der. Da hinten ist der Panzer, die Sepp. Segen schon. Ja, da müssen wir oben. Das ist Komm ich da oben, ohne dass ich stirb, ich hoffe. Ja, wieso blitzt eigentlich die Ruine da? Was ist das? Was ist das da? Ach du Scheiße. Der Mine, Alter. Wieso blitzt die? Wieso blitzt das Horn an wen? Mal. Ich habe von mir Sicherheitsgranaten hintreten, oder nie geschaut. Unterwegs. Es sind noch mehr unterwegs, Feinde. Achtung, Feinde legen Fallen. Mehr Die schmeißen da irgendwelche behinderten Minen nebeneinander. Okay. Interesting. Dann mache ich mal so. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Ding ist, aber das werden wir dann schon rausfinden irgendwann. Ich glaube, das ist es. Ja, okay, man. Sucht nach einem Depot. Es könnte noch eine Aufnahme geben. Was ist das schon wieder? Das kann es nicht schon wieder gewesen sein. Snipen ist total overpowered. Snipen total overpowered. Irgendein Signal muss es schon wieder geben. Wo da jetzt ich verstecke? Da hinten in der Höhle drin. Was ist das schon wieder? Ja gut, wenigstens schießt man diesmal und schleicht man nicht umeinander. Das ist ja schon mal Epsi. Haben wir da Schrotflinten? Können wir brauchen. Rohr geladen. Mörserschlag wartet auf Einsatzbefehl. Mörserschlag! Den lassen wir auf die Skatstellung drauf. Muss ich schnell was probieren. Ah, funktioniert. Nice to know. Da hinten war was schon hin. Jetzt gibt mir das brachial gute. Also da hätte man sich 5 Minuten mehr mit Mühe geben können bei dem Dietrich-Spiel da. Was soll das? Ich muss einfach bloß grob in die Richtung drehen, halten, fertig. Da tauschen wir. Brudi, da tauschen wir. Was haben wir da? Aufnahme abspielen. Sehr gut. So, jetzt müssen wir da. Wollte fliehen. Im Prinzip müssen wir da aufhören. Aber Gehen wir da aufhören? Gehen wir eigentlich la. Ich würde nicht schießen. So. Oh. Knapp daneben! So, jetzt wenn wir erst da rechts in den Turm aufgehen, kann ich vielleicht meinen Mörserschlag vom Dach oben auf die Skatraketten drauf lassen. Probieren wir's. Auf das Blinklicht schießen, ja, hab's getestet. Funktioniert. Kann weg. Blinklicht kann weg. Beschaffe Informationen von den Spielen. Ach, das ist der Spiel. Ich bin diese Typen langsam leid. Kim darf ist das Die sein. Einheimischen wirken im Vergleich wie Amateure. Es ist noch ein Lager übrig. Oh, das funktioniert. Oh, Das verrät deine Position. Bimbo seine zimmert. Delta, ihr seid nah meiner Position. Ich bin oben auf den Ruinen, falls ihr Unterstützung braucht. Links neben mir haben wir da erschossen, ich hab nicht einmal gesehen, raucht da umeinander, geile auf. So, wie komme ich da irgendwie auf? Ich will da hoch. Ich will da rauf jetzt! Aha. Da auf vielleicht, da auf vielleicht. Da vielleicht hinter auf. Das ist aber ein dickes Seil, du, wie immer du das da aufgebracht hast. Ich weiß, wo ist jetzt der Speersepp? Speersepp! Vorsicht!
Die Sicherheit rund um diese Skatstellung wurde verstärkt. Wieso denn? Machen wir denn was noch? Das war knapp. Oh, das war dumm. Weiter so. Oh, das war dumm. Ah, nicht gut geschossen, die. Nicht gut geschossen. Dann verstecken wir uns wieder. Bing, bing, bing. Immer das gleiche mit die Soundlöcher. Da spielt immer die gleiche Musik. Ich gebe Deckung so gut ich kann. Ja, bitteschön. Ja. Weg. Wo ist denn die Skatstellung? Tu mir die Skatstellung jetzt her, die wir da herlassen. Alles klar, schon unterwegs. Dank das. Ich hoff's. Wo ist jetzt da ein Beser Bubi? Da ist ein Beser Bubi. So ein paar Mal geschossen. Da hinten ist ein Beser Bubi. Überall sind Beser Bubis. Ein Raketenwerfer seppt der immer weg. Das ist nix. Das ist auch nix. Wen haben wir jetzt da noch? Hab ich einen Fallschirm, wenn ich jetzt da auf die Leertasten drücke und runterspringe? Ich mag keinen Topf kassieren, ich sag das freiwillig, was ist. Warum ist das ein Fenster da hinten? Weiß nicht. Okay, mit Mörser kann man die Skatstellung nicht zerstören. Das ist schlecht für uns, müssen wir umgehen. Müssen wir umgehen. Das Seil hätte wenigstens gelb sein können, das stimmt. Was ist jetzt? Was ist? Achso. Gehen wir mit der Dicken. Gehen wir mit der Dicken hin. Immer mit den Fetten. Das glaube ich schon wieder keiner mehr da. Ja, da rauf. Wieder rauf. Ah, Genie. In Call of Duty kann man mittlerweile auch überall umeinander walten, glaube ich. War da gar nichts los da drin. Schau, also Castle Wolfenstein. Ja, gibt's das Ding. Nein, 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 nein! Wo kommt jetzt die Granaten her, du Arschloch? Hallo! Eingeleitet. Zerstör das Ding, bevor es gestartet wird. Feuer mit einem Mörser drauf. Okay, bitte! Einer mit Panzerung. Ich sehe. Schwerer Widerstand in diesem Gebiet. Weil was? Hat der einen Gusseisener Helm auf oder was? Was ist mit dir? Wo ist er jetzt? Unterwegs. Vorsicht, Splittergranate! Oh! Das ist doch auf als B8. Minimum. Jetzt gehen wir da mal außen dumm. Hoppala. Ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass da ein paar umeinander. Maul. Wo? Top war das noch. Maul. Das sind so verschiedene Schusssäcke. Unterwegs. Lebt jetzt da noch irgendjemand? Gibt's da noch? Nicht zu beweichen. Wo? Die Scheißgranaten! Wo sind wir? Ist da noch jemand da? Ist da noch jemand? Hallo? Scheint mir nicht so. Was haben wir jetzt denn? Ah, da ist auch noch was. Ziel markieren. Ach, das ist der Speer. Speer interessiert mich eigentlich nicht. Da oben möchte ich noch und dann möchte ich da oben. Damit wir zumindest einmal noch irgendeine andere Mission sehen, außer die. Und das noch. Wir nehmen den, einen Helikopter und das da unten. Und vielleicht, das zeigt er auf dem Weg daher. Ja, da kommen wir sowieso nicht vorbei. So, zurück zur Basis. Wieso kann ich jetzt nicht zurück zur Basis? Was ist das wieder? Wenn noch Gegner da haben, oder was? Nein, das wollte ich nicht. Gut. Achtung, Splittergranate! Fuck off. Jemanden. Der Raketenwerfer selbst bis unten. Meine Mates eigentlich auch mal irgendwas? Das war's. Außenposten gesichert. Ziehen wir weiter. Haben wir's jetzt, ja? Sind auf dem Weg zurück Ab ins nach Lager, Hause! Whitney.
So, Gute Schundaufgaben. Arbeit, Leute. Haben wir noch irgendwas Tolles? Das schaut mehr dick, oder? Scharfschützenausrüstung. Brauchen wir alles Sieht nicht. aus, als hätten sie ein paar Freunde eingeladen. Klump her. Ihre Pläne laufen schief. Passt Früher schon. oder später musste sich jemand beschweren. Munition. Taktikkarte. Wir fahren daher. Fahren wir daher und oben. Das ist der Plan. Dann haben wir fast alles. Das ist okay. Oh, halt, stopp. Halt, stopp! Falsche Richtung. Und Gas. Bitte kann von die eigenen Leuten zusammenfahren, da mich nicht wundern. Da keiner in Frage stellen. Keine Sekunde. Weggabelung voraus. Danke für die Information. Was ist da Ich los? höre Schüsse von rechts. Hinter den Dünen. Vorsicht! Hier spricht Lieutenant Colonel Bannon von der Delta Force. Wir bitten sofortige Unterstützung. Wir kommen schon! Sind wir on the way? Scharfschützen gleich. Stehen beim Heli unter schweren Beschuss. Sag mal! Spitzt du oder was? Wir bitten Unterstützung. Hört jemand? Das Team ist verletzt und der Vogel am Boden. Mörserschlag verfügbar. Mörser ist auf dem Weg. Ja, ist nicht mehr ein durch. Ich bin ein Verbündeter! Es muss gern kommen. Machen wir hier nicht mehr verschießen. Abgestürzter Hubschrauber. Amerikanisch. Sie können Hilfe gebrauchen. Wir Sie schießen gehen jetzt, rein. wir schießen jetzt da nochmal an. Das war der letzte. Wo denn? Ich rette gerne den Tag. Wir sollten nach Berlin sehen. Bruder, das ist leicht grün, das muss gut sein. Soldat, woher zum... Ach, ganz egal. Du musst einen Luftschlag rufen. Das Terminal ist im Heli. Los! Luftschlag. Hier Diesel 2-1, nähere mich eurer Position. Halte durch, bis ich da bin. Oh, no. Diesel 2-1 ist 1 Kilometer entfernt. Ja, das möchte ich aber aufhören. So, was haben wir da dran? Diesel 2-1 in der Luft. Sehr Melon. Gib noch, was ich jetzt genau gesehen. Ich hab's genau, da blitzt aus der Helm, ich sehe ganz genau. Die Kugel, wenn du in der Fresse kriegst, dann ist normalerweise, da ist Zahnbüster. Wo haben wir mir? Wo? Da hinten? Das sind ein paar! Gut, dass wir das Große dabei haben! Das sind ein paar! Schnauze! Au! Okay, Healing, noch. Ich muss das Ding holen. Ziel erfasst. Und jetzt muss ich es selber legen. Was soll ich machen? Ah! Zerstören! Ich zerstöre! Ich fliege genau dazwischen rein und zerstöre beide! Was funktioniert? Warte nicht! Gib mir Maschinen... Nein, da oben ist so für die Pussy. Das sieht man wahrscheinlich ja keiner. Diesel 2-1 zieht sich zurück. Diesel 2-1 einsatzbereit. Das wäre erledigt. Das war eine coole Dachte, kleine wir wären Mission. gescheitert, bis ihr aufgetaucht seid. Ha! Danke. Absolut Von zur einer Terminal. Delta-Einheit zur anderen. Behaltet das Setcom. Viel Erfolg. Das hat mir gut gefallen. Rette die Helikopterbesatzung. Schau her. Ja, dann. Ein Luftschlag. Nettes Abschiedsgeschenk. Haben wir den jetzt dauerhaft? Lotzi der genau. Oh! Ja, den lassen wir doch gleich mal irgendwo hin. Vielleicht für immer bei Delta Force. Damit nichts passiert, ne? Wo ist das Auto? Autoboot, Auto da. Also das eine Zipfel muss ich noch üben. Nichts muss ich noch üben. Absolut das eine Zipfel Pro-Gaming habe ich da gesehen. Außerdem habe ich heute noch keinen einzigen Topf nicht gesehen. Ja. Na los, Beeilung. Kommen wir da auf hin. Auch bloß 200 Meter. Was ist das da? Ich sehe noch eine Vorratslieferung. Die stehlen unsere Vorräte! Aha, da machen sie Iraker, wir sind im Vorteil. Er hat mir zweimal ins Gesicht eingeschossen. Und dann mit der großen Pumpe aufgeschissen. Auf, ich mag ich da.
Wo ist der gelbe Kantenmaler, wenn du ihn brauchst? Sei ruhig gelb sein können, da hast du absolut recht gehabt vorher. So, da sind wir nun. Muss ich da irgendwo aufluren? Ist der Eppert? Ist der Eppert? Nein, so ist keiner. Was haben wir da? Oh ja, kann man brauchen. Fernlenker, Wurfmittel. Ja gut, die kleinen Dinge sind jetzt nicht so wichtig. Kann ich meine Flugraketen da hinten reinlassen? Das würde mich interessieren. Und wenn ich da jetzt oben springe, stirbe ich da. Das würde mich auch interessieren. Ja, nein. Nicht ganz. So. Sicherlich lassen Hinter wir der wieder... Erhöhung, seht ihr? Radarschüsseln südlich von hier. Die machen wir jetzt weg. Ob das der richtige Weg ist, ich weiß es nicht, aber wir werden schon rausfinden. 200 Meter kann man auch mit zu Fuß gehen. Zumindest in Computerspielen. So. Was wir da jetzt da machen wir jetzt systematisches Sniper-Elite. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Absolute Sniper-Elite, jetzt pass auf. Den müssen wir jetzt halt. Machen wir jetzt so. Ich würde nicht schießen. Kann ich nicht. Aber das könnte andere alarmieren. Ja, das ist schon klar. Wenn sie nicht mitschießt, dann schon. Aber was soll man sonst tun? Wie ein Profi. Feinde ausgeschaltet. Ja, kann man besser machen, aber es war okay. Ha? Für das, dass ich 68.000 Jahre... Mörser-Team haben wir auch am Start. Lass mal den sehen, dass du mir eine. Links ist ein Speer, da gibt's einen Sniper. Herr Rudi Rüssler. Den hätte ich jetzt eiskalt übersehen, so wie du bist, aber da können wir natürlich auch noch schnell vorbeidüdeln. Ich habe jetzt gerade mal ein Paket für 699 im Shop. Der letzte war schön, hat mich ehrlich gesagt auch gewundert. Ich schaffe Informationen von. Aber da haben auch wieder die Besen um, oder? Wenn ich da jetzt vorbeilaufe, dann sehen sie mich wieder. Muss ich aufpassen. Was ist hier los? Speer oben auf der Erhöhung im umzäunten Bereich. Was, wo? Markier halt dann, du Obernudel! Ich geh da. So, aber schau mal aus. Das ist aber nicht so spähig da. Wir nehmen alles mit. Alles nehmen wir mit. Schauen wir mal. Gehen wir hinten rundum. Mehrere Ziele links von dir. Was, wo? Wo denn? Ah. Das verrät deine Position. Dritte war mit. Oh. Sicherheit. Nicht abdrücken. Ist zu riskant. Wir sind aufgeflogen. Da. Ah, es war fast Perfection Win. Fahrt ihn nach hinten, habe ich nicht gesehen. Kruzifix. So, wo ist jetzt das Scheißding zum in die Luft springen? Wir müssen doch eigentlich. Achso, wir haben da herum. Wo haben wir mir umeinander düdelt, Alter? Jetzt nicht mehr gehen. Da oben ist der Sniper. Wo rennen wir denn umeinander? Wo rennen wir umeinander? Ich weiß es nicht. Oh, ist da noch ein Bese? Hallo Bese Bub. Bese Bub, was liegt denn da umeinander? Aufzwickt. Snipermann. Hello. Schön euch zu sehen, Delta. Ich zeige euch, was ich sehe. Alter, das ist ja geil. Das kriegen Sie mit. Ich sag nicht. Gutes Auge. Das verrät deine Position. Scheiße. Da kann ich nicht durch, glaube ich. Das ist ja voll geil. Das ist total okay. Das könnte andere alarmieren.
erfasst. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wo ist denn die Karre? Wie, die Karre liegt da? What? Das weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund ist es sehr satisfying. Sehr satisfying. Da müssen wir C4 ohne backeln, hä? Oh ja, er steht immer noch da und raucht. Das wird halt ein Verhängnis sein, du Trottel. Na ja, gut. Oben im Bockerschaufel. So, und da die Vorstellung machen wir das so. Schauen wir mal. Mehrere Feinde zu deiner Linken. Einer oben. Zart, der Kopf war weg. Großer Spaß! Alter, die scheiß Sniper-Informationen sind sauberz krass! Das ist sauberz krass! Wie OP ist denn das? Wir haben einen Wallhack! Wieso? Guter Schuss. Ach, das sieht mir wieder nicht um. Ich würde nicht schießen. Scheiße, jetzt haben wir Kacke gemacht. Jetzt haben wir Scheiße gemacht. Aber es reagiert immer noch keiner. Wieso reagiert denn da? Also jetzt reagiert er gar nicht. Haben sie jetzt einmal das Reagieren angefangen oder nicht? Also irgendwie... Sie werden alles zur Verteidigung dieser letzten Skat geben. Elite mit Minigun, ausschalten! Punkt, das wollten wir nicht. Bowser ist auf dem Weg. So sollte unser gepanzerten Freund. Kurzen Prozess gemacht. Also Sie machen die Skat bereit. Schalten sie auf, bevor sie startet. ja, das nicht detonieren, die nehmen wir wieder mit. Fordere einen Mörderschlag an. Was für ein Mörserschlag? Leg mir mal mit dem Mörserschlag. Was möchte der da hinten? Scheiß der jetzt Sonder oder was? Zu dieser Startwaffe. No detonate! Ja, das war's! Sauber. Das wird sie wachrütteln. Weg hier. Die Sniper-Geschichte ist sauber, Wir kehren sauber sauber's krass! Haben wir jetzt alle drei... Na verdammt, jetzt haben wir das Ding da... Ja, haben wir es übersehen. Basislager zurück, Ja, sobald du übersehen. bereit bist, Case. Du Hoppala. hast die Ehre, Gladney persönlich zu informieren. Wir wärmen uns gerade erst Ja, auf, wir richtig? Verdammt, ich muss mal die Herkunft der Musik finden. Wo ist die Musik? Wenn ihr wo? Gladneys Unterstützung wollt, solltet ihr diese Raketenstellungen ausschalten. Raketenstellungen, Scats. Immerhin ist seine Wäsche nicht auf der Liste. Was heute jetzt von der... Aus irgendeinem Grund habe ich Spaß. Ich sag's freiwillig und ganz ehrlich, wie es ist. Aus irgendeinem Ding macht's Spaß. Obwohl es jetzt extrem einfach war. Also die Sniper-Infos waren sauber stark. Helfen mir, wenn ich die Sachen da jetzt freischalte, helfen mir das für zukünftige Missionen auch was? Oder nur für die da? Das darf mich jetzt noch interessieren. So. Weil wieso soll ich die, jetzt habe ich die Skat-Stellungen habe ich gemacht, wieso soll ich jetzt den Rest noch machen? Oder der mal einfach weiter. Zitronenbaum, du solltest die Raketenstellung noch machen, dann bekommst du einen Kampfheli. Ja, aber wofür? Andi sagt, jein. Also Geld abgesehen davon, also dass das Geld zum Freischalten von Perks und so weiter, das nicht. Aber den Luftangriff und den ganzen Scheiß hilft mir nicht weiter.
Nur für die nächste. Ach so, nur für die nächste Mission. Okay. Dann sag ich dir jetzt aber, wie es ist, den da unten holen wir uns noch schnell, weil mit dem Auto ist gleich hingefahren. Weil den Helikopter mag ich noch schnell sehen. Stimmt, wir bereiten uns ja vor auf den Sturm für den Palast. Ist ja richtig. Ist schon wieder vergessen, vor lauter umeinander plimpern. Aber wenn ich da jetzt schaue, dass es schon wieder fast halbe 10 ist und ich nicht kapiere, wie spät das ist, dann weiß ich, dass ich gerade Spaß habe. Und aus irgendeinem Grund habe ich das. Ja? Einfach einfache Mission, anfahren, Sachen zerpimmeln, keine behinderten Da, Kampfleisten. Vorräte voraus. Sie dürfen unser Zeug nicht klauen. Hallo, tschüss dann, tschüss dann, tschüss dann. Oh shit. War's das? Nein, war's nicht. Schluss. Aber war kurzer Spaß. Aber kurzer Spaß. Gut, was sollen sie machen? Das kann man alles brauchen. Eine gesehen mit. Einfach Call of Duty soll auch eine Ballerbude sein. So. Und das da, glaube ich, so wie es da jetzt ist, ist auch das absolute Maximum an Open World, in Anführungsstrichen, was ich in Call of Duty durchgelassen habe. Aber man kann es schon noch mit ein bisschen mehr Liebe, kann man es schon noch mal. Da die aber ja jetzt ja ein Spiel rausbringen aus der Call of Duty Serie, müssen sie irgendwann einmal. Ah, warte mal schnell, die müssen wir noch schnell, warte mal. Die Iraker sind in der Nähe. Und die sind in der Nähe, ich bin da in der Nähe. So, Patrouille tschüss dann. ausgeschaltet. Und weiter geht's. Die müssen sie ja steigen. Aber so schlecht finde ich. Wer ist in der Luft? Ah, der Mörsersepp ist in der Luft. Iraker in der Nähe. Nein, ist nicht in der Nein, das auch nicht. Bitte, ach, auf den 3 Euro. So, dann machen wir so. So, schauen wir mal gleich fertig. So. Das ist halt schon immer, das war schon immer satisfying. Also sagen, was du magst. Danke, Delta Force. Da vorne ist die letzte Raketenstellung. Bringen wir das sauber zu Ende. Wir haben die letzte Raketenstellung zerstört. Oh, das war's. Gute Arbeit. Und jetzt zurück zur Basis. Berichten zufolge schickten Sie Einheiten zu uns. Ja. Das kann noch ein Kommt zu bisschen... mir, wenn ihr hier seid. Ja, Schnauze jetzt, geht nicht! Das ist halt schon, ich möchte gerne die Dinger benutzen können. Man kann, finde ich, die kleinen Außenposten da noch ein bisschen umfangreicher gestalten. Weil irgendwann, wenn ich den Raketenwerfer habe und den ganzen Scheiß, den lasse ich mir ein und alles ist kaputt. Und bin sauber zu overpowered. Das war jetzt geil, wenn man das Ding einnimmt, man zerstört das Ding, man ist dann drin und dann wird man... Triff mich im Basislager. Halt doch jetzt die Fresse, Gladney! Heilige Scheiße, Mann! Und dann wird man innen nochmal von... Sind Leute schon lange hier draußen? Lang genug. Wenn jemand Infos zu den Scuds hat, dann sie. Schnauze! Und dass man dann von außen vielleicht nochmal angegriffen wird oder so. Und dann kann man die Dinger da benutzen, die Stand-MGs und so, das war noch richtig geil. Wir haben uns das Ticket zum Das Palast war also der wirklich Next verdient. Step, finde ich. Den ich schon gern hätte, so. Da ich geil finden. Gladney, wir kehren zum Lager zurück. Zurück zum Lager! Die scheiß Idioten da mal 4 Sekunden in der dummes Male. Der Captain wartet in der Schön, Höhle. dass der Captain wartet in der Höhle. Ja, der habe ich schon 8 Mal angerufen, hat's mir gesagt. Aber Gott sei Dank, dass es einen Private gehört? Lancaster gibt, der außersteppt mit seiner geschissenen scheiß Pumpgun und mir sagt, Okay, bereit machen für Kontakt. was für Kontakt, Alter? Du hast doch 2 Kabeln zusammen. Was ist wo? Wo Kontakt wo? Küppel Evans. Sag, wo Kontakt wo? Wo schaust du hin? Gib mir vor, wie mit der Random Group in Warzone. Kontakt, wo in der Kisten drin oder was? Wo steht? Sag mal, wo steht? Haben das deine Patronen? Was tust denn du? Was du tust? Kontakt wo? Hör mir auf! Da seid ihr ja. Ich habe was für euch. Gute Arbeit mit den Raketenstellungen. Das war ein Stich ins Wespennest. Hab ein Heli in Bereitschaft. Ruft ihn, wenn nötig. Diese Pantheon-Aufzeichnungen. Ich glaube nicht an ein Happy End. Jetzt haben wir aber ganz schick geschubbt, gell? Irakische Einheiten nähern sich unserer Position. Ah, wo ist der Kontakt? Das raus. Kontakt wo? Hol mir den Heli! Oh, ich geh den Heli holen! Chainsaw 3-2 im Anflug.
Bruder, da geht's ganz anders! Wo sind die Besen? Ja, du musst schon schnell liegen, das will wieder schießen! Wir würden den Horst, der schießt unendlich. Das nicht gesehen wird, oder nicht pro 7 schießen, wenn wir mit dem Teil auf Menschen schießen. Hey, komm nicht so weit oben! Liegt da noch irgendwas? Hallo, ist da einer. Der versucht da gut zum Schießen. Nicht der Kerl. So, warte! Chainsaw 3-2 nicht ab. Der Helikopter heißt wirklich Ich Chainsaw. würde wetten, dass die Iraker das nicht nochmal probieren. Und Musikclaiming coming. Ja, klar, du kannst du absolut recht haben. So, was haben wir da? Munition ist mehr ab. So, was muss ich jetzt also wieder mit dir reden? Das war eine spaßige Einlage. Das kann man bei jedem, zumindest bei den größeren Missionen auf der Map, kann man das auch so machen. Dass irgend so ein Special-Ding kommt, das war nicht zu viel verlangt. Brauchst du was? Ja, 18 Gramm groß aus Afghanistan. Wir haben die Scouts erledigt. Beeindruckend. Da das erledigt ist, rufe ich gern meine Männer, sobald ihr den Palast angreifen wollt. Greifen wir jetzt an, dann mit dem, was wir haben. Sicher? Gehen wir so? Ich gebe den Befehl. So, eine Cutscene eingeschissen, Blindgranaten einbagelt. Reisetaschen mit dabei, auf aufs Moped. Da ist der Kontaktmann wieder. Jetzt haben wir aber gescheit. Schau und so. Rennen in den Palast, rennen in den Palast. Es darf mich jetzt interessieren, ob die Cutscene die gleiche gewesen war. Wir gehen schnell in den Palast rein und noch schneller wieder raus. Sobald ihr getan habt, was ihr müsst, radieren wir ihn von der Karte. Verstanden, Jackal 1. Wir bleiben nicht zum Tee. Schmeckt vermutlich eh nicht. Wir suchen einen Bunker. Wir vermuten, dass Scheiß wir auf dir, der Mann. anderen Seite des Geländes reinkommen. Wir unterstützen euch. Danach liegt es am Talon 1, uns in einem Stück rauszuholen. Wäre meine erste Wahl. Na dann mal los. Wir sind fast da. In Ordnung. Oh, das Tor zum Palast ist gleich davor. Aufpassen, Leute! Die wissen, dass wir kommen! Oh nein, aber so vor. Feuer frei! Überall, wo hier ist, Scheiße, hinter dem Ding! Alter, was ist jetzt? Bruder! Mach was ich fertig, du bist lustig, Alter. Lauf du leider nicht. Oh, ja, aufstauen. Hab ich einen Sniper dabei, hab ich einen Sniper dabei. Du musst mir einen Sniper geben! Ah! Oh, ja, schöne Sniper. Der Sniper, wo? Wo ist sie? Ich sehe überhaupt nichts. Ich kann meinen Schild weiter. Escalated quickly, boys. Wo? Da war er, ich hab's genau gesehen. Wo ist denn? Wo ist denn? G4 jetzt da! Hab ich Granaten? Hab ich Granaten hinten? Ich nehme die Mitte. Ich weiß nicht, wo sie ihn wo wir überhaupt haben. Bewegung am Boden! Ist da? Ist da wer? Oh, mir hat man noch einen Helikopter, gell? Warte mal, das machen wir da. Was waren das zwei? Ich sehe hier nichts. Okay, chill. Böse! 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 Na, wo sind wir? Wo sind wir? Der Böse? Nicht so gut. Ja, dann werfen wir halt da mal. Achtung! Let him cook! Ah, zu lange geguckt. Nochmal! Oh, und schon ist er wieder schön. Sie führt sich zurück in den Palast! Eine Bunker! Der Bunker ist hinter dem Palast! Los! Bunker hinter dem Nach Palast. dir, Case. Muss ich jetzt da durch oder muss ich... Gehen wir gleich wieder auf der anderen Seite. Da
Schnauze. Schnauzen. Schnauzen. Immer noch. Oh, noch schlecht. Das ist zu im Markenstand jetzt. Guck mal, bei diesen hier mal. Nicht stehen bleiben! Vorwärts! Vorwärts! Fällt mir nicht das auf die Schnelle. Wir könnten Luftunterstützung gebrauchen, Case! Dann machen wir das wohl so! Für was haben wir es denn? 10-2-3-2 nähert sich. Entschuldigung. Da weiß ich nicht, ich holt einfach rein, ihr passen. Ich seh einen Scheißdreck. Oh, die Frau haben wir natürlich. 10-2-3-2 Ich schon wieder vorbei. Haben wir durch, oder was? Ist da noch was los? Jetzt warte mal, die haben wir den noch her. Wieso ist das grün? Das ist schlecht für uns. Fuck, oder was? Soll ich noch wegkommen? Gesichert! Case Adler, zu mir. Wir gehen runter. Wir halten den Bereich. Beeilt euch besser! So, was haben wir? Mach die Bude auf da jetzt. Bums, Bude auf! Ich will für Granaten rein! Los! Oh. Warte so! Ist der Bese? Nein, das ist der Marshall. Entschuldigung, Marshall. Warte so, ich bin nicht blind. Zähne als doof. Was ist mit dem da? Geht der Lift? Nein, das muss ich nicht. Oh ja, die Einzelschuss. Ist das ein Einzelschuss? Den Winkel nicht ganz genau berechnen. Was haben wir da? Munition. Das ist es hoffentlich. Das ist mir Panzerplatte alleine. Panzer. Nehmen wir mit, gut, nehmen wir den nicht mehr! Hey, das ist unser wieder! Nicht leicht, was? Marshall, Hackerman, kannst du mir reinhacken da? Vorsicht. Oh, gut, was? Vorsicht, move, Leute. Haben wir in Call of Duty und nicht in. Oh, Swiggity Swooty. Oh, schön. Gütiger Gott. Saddam hortet hier unten Millionen. Und $280. Scheiße. So viel ist allein das goldene Klo wert. Er würde das alles gegen eine Massenvernichtungswaffe eintauschen. Wir sind nah dran. Saddam. Schau da noch. 10-2-3-2 für Einsatz freigegeben. Du musst auf, ich bin wieder Granate. Oh, wo haben wir jetzt? Taschenlampen war weg. Sicher. Na, das ist Healing. Was zum Teufel ist hier drin passiert? Ein Biolaborkabinett. Das muss Alawi gemeint haben. Was ist denn das? Was ist mit dem Koffer da? Sieh mal nach. Mich interessiert, was das da ist. Was ist denn das wieder für asoziale Scheiße dann? Was? Schaut gefährlich aus. Das schaut gefährlich aus. Was haben wir? Die Wiege. Pantheon hat eine verdammte biologische Waffe. Und sie haben sie Saddam überlassen? Ein Muster davon, wenn ich das hier richtig sehe. Was hast du gefunden? T-Virus für Resident Eine Evil Disk grad. und Ganz Notizen, ehrlich. alle russisch. Der Projektleiter ist Matvei Gusev. Klingt, als würdest du ihn kennen. Ich kenne den Namen. Gusev war Wissenschaftler im Biowaffenprogramm der Sowjetunion, Biopräparat. Laut Aufklärung ist er letztes Jahr aus Russland geflohen. Seitdem fehlt jede Spur. Gusev gab dem Pantheon eine russische Biowaffe? Nein. Hier steht, dass die Wiege einen anderen Ursprung hat. Eine Forschungseinrichtung, die ich kenne. Amerikanisch. Amerikanisch? Okay, die Besuchszeit ist um, ihr drei. Wir brauchen eure Hilfe hier oben. Wir kommen rauf. Bewegung. Kannst du aber sagen, was du magst, dann Atlas, eine deutsche Stimme ist gut. Nicht wirklich. Trifft dich Aber wieder was mit wir dem brauchen. SS. Jetzt wird mein Schubladen nicht mehr weiterhelfen. Weil das SVD mir nachladen. Wir müssen eine Abholzone sichern. Los, Ja, das aufs Dach des Palastes. Aufs Dach des Palastes. Was ist da los? Was ist da los? Ja, egal, das machen wir mal schnell so. Das rede ich mal so. Bin auf dem Weg. Oh!
guck mal ins Haus ein. Ob überhaupt irgendjemand erwischt. Die Schäfer da rumgeschieden. Ist da jetzt noch irgendjemand? Ich sehe keinen. Da war einer, glaube ich. Na, sag mal! Mach ich umeinander wie ein Kuhlschlag, das Ding. Los geht's, Case! Was ist das da? Hier ist nix. Wo müssen wir hin? Wo war... Achso, Seil laufen. Ich bin schon schnell. Oh, das ist aber schnell. Granate ist raus! Ja, gibt's zwei Waffen mit Schaden auch? Nein, mit ganz Magazin mit 3 Leuten. Bist du besoffen? Arbeiten. Das Dach ist sicher. Pantheon-Helis sind Das ist Saddam. Saddam, sehr Arsch! Deckel 1-1, feindlicher Vogel im Osten. Aber du mir Ziele auf dem Boden nähern sich eurer Position. Was ist das mit mir da deren? Auf sie mit allem, was wir haben. Hier drüben ist ein Haufen Waffen. Bowser ist auf dem Weg. Wir brauchen Luftunterstützung. Helikopterschütze in aktueller Position nicht verfügbar? Wieso nicht? Ich will uns nicht schießen, wir helfen. Wow! Nicht sterben. Nein, wir sterben jetzt noch nicht. Gibt's mir das Ding? Ich kann einen Helikopterschützen nicht hernehmen. Gut, sie fixiert meinen Mörser auf ihn so. Sammeln, Leute! Machen wir jetzt mit diesen hier. Fahrzeuge aus dem Süden. Position halten! Da kommen noch mehr Iraker! Haltet das Dach! Da liegt nur ein Raketenwerfer. Wo? Oh shit, das ist tatsächlich richtig. Machen wir mal die Korn weg da. Und die Iraker nähern sich. Wo bleibt unsere Exfiltration? Jekyll 1, hier Talon 1. Sind noch einen halben Klick entfernt. Bereithalten zur Extraktion. Talon 1, das ist zu heiß. Es sind Feindhelis in der Luft. Verstanden, Sie bleiben auf Distanz. Da kommen immer mehr. Scharfschütze! I'm on my way! Alle feindlichen Helis neutralisiert. Gut gemacht. Wen haben wir da? Weg von dir! Nope. Nope. Oh oh. Scheiß Blitzgranate. Ohne Ding hier. Wo? Komm rein, Jekyll 1. Bereit machen. Wir brauchen Sperrfeuer. Komm runter. Alles Feind, dann ist die Kunden, das ist Scheiße, ich habe ja schwer. Scheiße. Los! Nein, wir sterben halt Na noch los, nicht. einsteigen! Wir lassen dich nicht zurück, Case! Steig ein! Ich muss dann auch mal Iraker töten. Es hilft nicht. Oh, ich muss noch nicht auf. Geh mal. Ich muss ja nicht wissen, dass es schon vorbei ist. Heben ab. Kommando, Ziel gehört euch. Oh, Bestätigt. Angriff. Genießt die Aussicht. Das Moor schießen. Du gehst mit einem Knall, Park. Das hast du dir extra aufgehoben, nicht wahr? Schön, dich wiedergesehen zu haben. Sieh mal einer an, Edler. Wir sind mal einer Meinung. Schiene-Mission. Das Pantheon hat Da eine hat man sich wirklich biologische Mühe Waffe. gegeben, das muss man jetzt einfach mal sagen. Die Unterlagen aus dem Bunker, da stand ein Name drauf. Matvei Gusev.
Ein russischer Waffenforscher. Wir glauben, dass er noch im Irak ist. Irgendwo. Adler ist noch dort, um seinen Arsch aufzuspüren. Felix soll sich um die gefundene Diskette kümmern. Wir anderen untersuchen den Ursprung der Wiege. Wenn Adler recht hat, könnte das Ding aus einer US-Forschungseinrichtung stammen. Ein russischer Wissenschaftler und eine amerikanische Biowaffe. Wo zum Teufel sind wir hier reingeraten? Hast du Harrow nach dieser Forschungseinrichtung gefragt? Sie geht nicht dran. Sie sollte Livingston überprüfen. Das ist unser Kampflesben. Du glaubst dir, dass was passiert? Dann wäre es meine Schuld. Das Gewicht der Welt auf deinen Schultern. Wir kennen das Risiko. Gauli, merci dir. Oh Gott, wie viele Schon, Leute aber so, so hatte ich mir das nicht zusammen einen schönen vorgestellt. Montagabend. Gauli, merci dir. Kuss auf Weil die es Nuss. nicht nur um dich geht. Schluss. Die Missionen werden noch länger und Wie noch wär's, wenn besser. du mit mir und Case in die Brauchen wir Stadt für die kommst? nächste Mission auch wieder 1,5 Stunden. Das ist wird im Team nicht dann natürlich ein Ich bisschen würde mir problematisch. überlegen. Ist Felix noch in der Küche? Beschwer dich nicht. Wer ist denn der Wir Felix, haben der gut wieder? gegessen, während ihr in der Wüste wart. Er sollte die Disk entschlüsseln, die Adler gefunden hat. Wir brauchen den Inhalt. Hey, Chefkoch, hast du die Diskette geknackt? Sogar da ist sie, ich möchte behaupten, halbwegs Mühe gegeben worden. Das Essen schaut nicht schlecht aus. Kryptographie ist wie Kugelfisch zubereiten. Zu viel Eile und du riskierst alles zu verlieren. Okay. Seine Stimme war auch nicht schlecht, das ist aber scheiße aufgenommen. Was war denn da? So, die Fleischachsen schaut nicht schlecht aus. Ach ja. So, was haben wir jetzt da? Ausrüstung. Sag, wenn wir da Erhöht die Zahl der Panzerungsplätze auf 3 und die Reservekapazität auf 6. Adrenalinstimmenwirkung, die nehme ich nicht her. Das lenkbare Wurfmesser für 50% mehr Explosivschaden. Das haben wir, glaube ich, schon. Oder wo sägen, was ich schon habe. Ah, da überall, wo wir zwar. Ermöglicht das Tragen von einzelnen verbrauchbaren Ausrüstungsteil, das Raum getroffene Feinde. Was haben wir da so schön? Unendliches Scharfmachen. Scharfe Granaten explodieren nicht mehr in der eigenen Hand. Und wird so langweilig. Sammle Panzerplatten in der Nähe automatisch ein. Das vollständige Auffüllen der Panzerplatten erfordert nur 2 statt 3 Platten. Das ist stark. Füllt Panzerung und Gesundheit nach dem Niederstrecken von Elitekämpfern auf. Das ist auch stark. Waffenwerkbank. Habe ich da schon alles oder was? Ich habe doch da vorher einiges gilt. Trainingsbereich. Ah nein, da hat sie so. Okay. Ja, bin schon stark. Erhöhte Gesundheit insgesamt um plus 25%. Gehen wir gleich mal neu. Reduziert durch Explosionen erlittenen Schaden auf Fußposition, reduziert das Schmerz zurückschrecken, beginnt nach erlittenem Schaden schneller Gesundheit zu regenerieren. Nehmen wir. Reduzierte Bewegungssteuer beim Nachladen. Interessiert mich nicht. Erhalte an der Schwelle des Todes einen kurzen Gesundheits- und Temposchub. Schaut auch nicht. Erhöht den Wert des Geldes, das Elitekämpfer fallen lassen, auf 25 der erlittenen Schaden durch Beschuss und Bewegungstempo kurz etwas erhöht. Ne? Reduzierte Bewegungsstrafe beim Nachladen. Das Töten von 3 Feinden in Folge verschafft einen vorübergehenden Gesundheitsschub. Da kann man sich noch mehr außerballern quasi. Das ist eigentlich alles ganz gut. Ja. Lenkbare Wurfmesser. Ne? Haben wir sonst irgendwas? Waffenwerkbank vielleicht. Schneller nachladen. Da darf ich sogar die nächste Stufen auch noch gleich machen, weil das Nachladen nervt mich am meisten, vor allem mit den fetten MGs. Und auch Scharfschützengewehre spule ich halt einfach auch gern. Und ich darf auch ewig Waffenrückstoß und mögliches Tragen von zusätzlichen Magazin. Schaden gegen gepanzerte Feinde. Durchschlagskraft, reduziertes Zittern, fallen gelassene Waffen liefern mehr Munition. Wird die Brennweite des Zielfernrohrs um 30% braucht. Kann reduzierte Strom. Nö, da glaube ich, nehmen wir da gleich nochmal Schaden gegen gepanzerte Feinde, weil die sind die einzigen, die da so richtig gefährlich werden. Gleich geht aus dem Pfeffer, aus dem Bunker! Und dann ist 10 vor 10, machen wir noch eine Mission und wir fangen es zumindest um, man kann ja mittendrin. Wenn jetzt nur mehr 1,5 Stunden dauert, haben wir halt ein Problem irgendwie. Aber so. Schauen wir mal. Was gibt's zu tun? Nächste Mission. Facility. Entstehung. Missionsübersicht. Uncle Sam hat in Kentucky was Besonderes gebraut, bevor das Geheimrezept bekannt wurde. Wir gehen vor Ort, um herauszufinden, was los ist. Hä? Hast du die Hausrätsel schon gemacht? Rudi Rüssler, ich weiß gar nicht, was sind Hausrätsel?
Was für Hausrätsel? Gibt's hier Hausrätsel? Muss echt hart sein. Ist ja kein Problem, ich muss erst Freitag wieder arbeiten. Verdammt. Das Leben verteilt harte Schläge, Junge. Was für Hausrätsel? Kann ich da irgendwas Tolles irgendwo finden? Oder was ist da los? Also wir haben damit kein Problem, wenn es 1,5 Stunden dauert. Ja, das haben wir schon gedacht. Schauen wir es uns einmal an. Aber dann gleich. Nichts mehr mit Hausrätseln. Jemand wieder zu vertrauen. Rätsel. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hab das Gefühl, Du glaubst an die, die dir den Rücken... Wir haben den ganzen Tag die Fresse auf die Typen. Ich hab Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr Spaß habt beim Zuschauen. Ich meine, das ist Call of Duty, das ist halt eine Ballerbude. Ich finde, die Story ist nicht ganz nachvollziehbar. Bei der Mission hat mir das jetzt gut gefallen. Tu das, dann passiert das, tu das, dann passiert das. Wir gehen in Saddam Hussein in seinen Palast rein, holen wir da was raus, bla bla bla. Das, aber wo Facility, irgendwas gebraut, was, Verstehe ich nicht. Beihalten. Für dich kämpfen. Und einen Platz haben wir noch. Und zwar heute in der Woche ist so der letzte Platz und dann haben wir die neuen Spiele. Wir haben einen Landi, der kommt nächste Woche am Mittwoch übrigens, am Mittwoch in einer Woche. Dann kommt Stalker 2. Dann ist schon wieder Mitte, Ende November. Dann kommt Path of Exile 2. Und es kommt das neue Indiana Jones. Und das sind so unsere 4 Spiele eigentlich bis Weihnachten. Es ist nämlich in 6 Wochen ist Weihnachten. Was absolut, ja. Finde den Ursprung der Wiege. Und ich glaube, das Gefühl, das können wir schon noch mehr Runden spielen, weil es wirklich Spaß macht. Das Gameplay zumindest. Die ersten Missionen haben ein wenig schwierig. Adler glaubt, dass Pantheon Zugriff auf eine Forschungseinrichtung namens Advanced Technologies and Applications hat. Klingt beeindruckend. Liegt in Ost-Kentucky. Von außen ist das Gebäude mit Cosper Solutions benannt. Doch dahinter steckt eine andere Geschichte. Sieht ziemlich abgelegen aus. Nichts als Wälder und Hügel. Wir sollten ein paar Meilen entfernt parken und den Rest laufen. Viel Spaß bei der Mission. Drinnen ist der Flügel mit der Biotechnologie unser Ziel. Schätzungsweise? Adler glaubt, dass die Wiege von dort stammen könnte. Wir müssen wissen, was das Ding anrichtet. Wieso schön jetzt so schnell schon wieder viel Spaß? Oh Gott, was wird's denn? Kurz. Vor etwa 10 Jahren. Er erwähnte ungewöhnliche geheime Programme mit menschlichen Probanden. Dann wurde der Ort nach einem Zwischenfall geschlossen und unter Quarantäne gestellt. Die Wiege. 3/4 Stunde. So sieht es wohl aus. Warum viel Spaß? Das ist eine gute Mission oder krieg ich aufs Maul? Wolfric, das wird ein Reset. Die nördlichen Türen sind versiegelt. Bei dir? Case und ich sind drin. Südtür, Nebeneingang. Sieht aus, als ob hier vor kurzem jemand durch ist und den Lastenaufzug benutzt hat. Die Kette ist kaputt. Ja, schon okay. Masken auf. Das darf jetzt auch ruhig wieder eine sichere Art von Mission ein bisschen sein. Ja, nicht nur völliges Geballer, sondern das ist schon in Ordnung. Gute Abwechslung, schaut nicht. Du bist dran. Achso. Mission kommt von Höhle. Hey, bring! Die Hof sind Hey! Okay. Alles okay, aber ich habe vielleicht was Fieses eingeatmet. Meine Maske ist beschädigt, ich bin kompromittiert. Nun, du lebst noch. Das ist doch was. Surf und ich suchen einen anderen Weg nach unten. Ich sag Bescheid, wenn wir drin sind. Und dort Such du einen Eingang zur Biotechnologie. Und dort hat mich jetzt interessieren, ob Sei vorsichtig. Versuch weiteren Kontakt zu vermeiden. Was auch in der Luft ist. Wir wissen nicht, wie viel von der Anlage kontaminiert ist. Und dort hat mich jetzt interessieren, wenn ich die zweite Dialogoption benutzt hätte, aber was anderes gesagt hätte. Dann kann ich mal die Dialogoption halt auch sparen. Das ist halt ein Blödsinn. Finde ein Werkzeug, um die Tür zu öffnen. Was ist denn jetzt wieder?
Horror Oktober, is it you? Was zur Hölle ist denn jetzt? Scarecrow Gas von Batman. Ja, an das habe ich mir auch gerade gedacht. Und wir haben... Alter, es ist der Horror Oktober, ein Tag vorbei! Ich riech's bis daher! An alle Mitarbeiter und Besucher. Ein Gefahrenstoffzwischenfall wurde festgestellt. Dies ist keine Übung. An alle Mitarbeiter und Besucher. Ein Gefahrenstoffzwischenfall wurde festgestellt. Dies ist keine Übung. Biotechnologie gesperrt. Für Zugang an Sicherheitsdienstwänden. Alter, spinnst du oder was? Auf das warte ich schon lang. Ein Telefon. Auf das warte ich schon lang, dass wir die Zombie-Geschichte in die Kampagne... Okay, das ist cool. Schön, dass wir uns wiedersehen, Case 1. Wie fühlst du dich? Wir weisen darauf hin, dass der Großteil der Einrichtung für Patienten gesperrt ist. Wir bitten um Verständnis. Willkommen zurück, Case. Biotechnologie gesperrt. Sicherheitsfreigabe 4 erforderlich. 4 Direktor-Zugangskarten erforderlich. Das ist Google. Okay. Einrichtungskarte. Benutze die Einrichtungskarte, um die Einrichtung zu erkunden und die 4 Direktorschlüsselkarten zu finden, die für den Aufzug zur Biotechnologie benötigt werden. M. Öffnen der Karte. Jetzt pass auf. Luftstromumleitung genau aktiviert. So, jetzt sieht da. Ach, dann gibt's die gelbe da, die grüne da, die blaue da und die rote da, oder was? Joint Administration. Ja, gut. Dann. Hat was? Weckt das Erinnerung. Wir dachten, wir würden diesen Ort nie wiedersehen. Das ist die richtige Treppe. Die Wiege kann uns nichts mehr anhaben. Wir sind etwas Besonderes. Etwas Besonderes seit unserem ersten Kontakt mit der Wiege. Vor 10 Jahren. Scheiße, wie ist das gleich wieder gegangen? Muss ich da, kann ich da einfach tippen oder nein? Z? Wie ist das gleich wieder gegangen? Wie Z, also Z 0 U 63 G R Zug 511. Dann haben wir I F Zugriff halt einfach. Was nochmal? 3209. L I F T. Lift. Guten Morgen. Willkommen bei der erweiterten Kampfforschung. Wo ist jetzt die Karten? Ach du Scheiße. Wir möchten alle Mitarbeiter daran erinnern, dass im Testbereich zu jeder Zeit Sicherheitsausrüstung zu tragen ist. Wenn du Probleme mit dem Funk hast, ist es in deiner Macht. Sag schnell, löschen wir die Mistvieh! Da ist er! Lift außer Betrieb. Oh, mich out. Wo muss ich hin?
Da geht's her. Also, um die Leute, die vielleicht kein Call of Duty nicht spielen, falls ich jetzt da einen Käse erzähle, ich kann mir das halt auch noch vorstellen. Was haben wir da schon? Ist das alles doch nicht? Glaubst du, das Zeug kann durchschaublich? Warum musst du sowas erwähnen? Okay. Kämen jetzt da Wellen von... Nee, die haben einen Zombie-Modus in... Echt jetzt? Die haben einen Zombie-Modus in Kampagne einbauen? Halte ich für witzig. Halte ich für witzig. Für sehr witzig sogar. Also, es gibt einen Zombie-Modus in dem Spiel. Das bedeutet, ich kann halt nicht schmerzen, weil die alle so viel labert. Munition. So, und wir triggern jetzt das Ding. Okay, da liegt so ein Haufen Zeug umeinander. Was ist das da? Springen, wenn die plötzlich springen, drücke zu, den brauchen wir nicht, glaube ich. Aber lassen wir mal da. So, Zombie-Modus in Call of Duty, dieser extra Modus, also nicht Kampagne, nicht Multiplayer, hat auch eine Multiplayer-Komponente, Koop-Komponente. Da kommen einfach immer mehr Zombies und immer stärker und immer mehr und so weiter und so fort. Und den haben sie noch nie in Kampagne eingebaut, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ist die gelbe Karte. Bis jetzt cool gemacht. Kannst du sagen, was du willst? Das interessiert mich. Oh ja. Das Ding nehmen wir auch mit. Wer es in die erweiterte Kampfforschung geschafft hat, hat sicher Freunde in hohen Positionen. Krieg ich jetzt einen Grappling-Hook oder was? Okay, ich geh einmal. Wo ist er? Alter, was zur Hölle? Alter, was zur Hölle ist die jetzt kaputt? Alter, was zur verfickten Hölle ist denn jetzt kaputt? Was zur verfickten Hölle ist happening? Okay, chill. Alter, das ist ein Grappling. Wie gut ist denn das bitte? Ausgezeichnete Arbeit. Noch 3 Schlüsselkarten. Ich bin begeistert, dass du sagst, was ist. Das macht Laune. Such einen anderen Weg. Wie, ich suche einen anderen Weg? Das ist das Beste, was sie seit langem da haben. Das ist das Beste, was sie seit langem gemacht haben. Das ist ein anderer Weg, das nicht. Es ist jetzt natürlich ist es abgrundtief unrealistisch, ist mir schon klar. Warte mal, ich muss mich doch dann wahrscheinlich da irgendwo ausseilen, oder? Ist das nur ein Weg? Nein. Da ist aber einer begeistert. Ja, weil es endlich einmal was anderes ist! Action, Ballern, wegen was wir gekommen sind! Oh, wo geht's jetzt aus, der scheiß Bumsbude? Das frag ich mich. Ach so.
Alter, das ist ja nur geil. Gibt's den Grappling Hook im Multiplayer? Sagt es mir sofort. Gibt's den Grappling Hook im Multiplayer? Ja! Was? Wir sind stärker und schneller als die anderen Case. Es gibt den Grappling Hook. Gibt's den in Warzone, ne? Dafür wurde die Wiege ursprünglich entwickelt. Grappling Hook ist die geilste Spielmechanik, die jemals erfunden worden ist. Karen, Statusbericht. Hab noch nichts von dir gehört. Alles okay? Das Personal war von den Ergebnissen der Wiegestudie letzte Woche begeistert. Du übertriffst all unsere Erwartungen. Wir denken, du bist bereit für den nächsten Schritt. Ich finde es eine richtig geile Nummer bis jetzt. So ist, muss ich jetzt einfach so sagen. Kann ich mir die Jungen Die Entstehung der Wiege wurde hier dokumentiert. Sie legten ihre Berichte dem Direktor vor. Jetzt liegt es an uns. Vielleicht gibt er uns im Gegenzug seine Schlüsselkarte. Irgendwas werden wir finden müssen, nehme ich an. So, da, Monados nehmen wir natürlich mit. Dann machen wir so. Da wird wahrscheinlich auch wieder die Hölle losbrechen dann später. Was haben wir da? Wir haben den ersten Bericht. Sie waren alle mitschuldig. Alter, der Grappling Hook ist nur geil. Der ist... Wieso hat denn das bis 2024 gebraucht? Bis wir in Call of Duty einen Grappling Hook kriegen. Das ist eine der besten Spielmechaniken, die jemals erfunden worden sind. Einer erledigt, noch 3. Okay. 2 gefunden, 2 übrig. Großer Spaß. No. Oh, komm, leck mir am Arsch! Was soll das? Was passiert, wenn ich hingehe? Was ist denn die? Also außer Kimi nicht, oder wie? Haben wir mir bei Resident Evil oder was soll das werden? Diese Wichse. Der Direktor will diese Berichte, Case. Ja, Berichte wo? Wo muss nur eine Herrin sein? Das haben wir schon gedacht. Gut gemacht. Ja, und das werden immer mehr da. Einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Administration. Die heimlichen Helden von Advanced Technology Attention. Willkommen im März. Wenn man da einen. 3 Berichte, noch einer. Aber wo? Wo war ich noch nicht? Die war doch schon in der Mitte noch nicht, hä? Nein. Das ist der letzte Bericht. Ja, die da schlagen jetzt so hin. Oh oh, I have a very bad feeling about this. Okay, der Rodi ist... Ich wusste, dass wir ihm nicht trauen können. Er hat die Schlüssel. Er darf nicht entkommen. Ja, wo ist denn hin? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was ich tun muss, aber... Was muss ich?
geht oben dann. Ja, wieso kann ich nicht? Siehst du, er ist ein Monster. Okay. Bist du fette Turtel? Oh, Scheiße. Das ist nie... Zero Dipf bis Noch eine Schlüsselkarte. 2 fehlen noch. Nur wenige kennen die Ursprünge des Pantheon-Caves. Geile Mission. Sie gehörten zur CIA. Irgendwie Selbst ganz was andere anderes. Divisionen Geile Mission. kannten Sie nicht. Sie schufen die Wiege. Blaume. Eine neue Generation von Absolut Agenten geile sollte daraus Mission. hervorgehen. Lass mich raten, Telefon. Wir sind nicht allein. Munition könnte mir wieder brauchen. Was tut da so? Gemeinschaftsprojekte bitte Telefon. sofort melden. Gemeinschaftsprojekte, Druck Q auf die Zombies, ja Ich zum glaube, Herziehen. Springer hat es Oder bereits da haben die erwähnt, dann Mission, aber wir verlegen dich auf Munition. die 24-Stunden-Überwachung. Wir werden dich gelegentlich fesseln müssen. Das tut mir aufrichtig leid. Nur bis wir die jüngsten Verhaltensänderungen verstehen. Sicherheit hat höchste Priorität. Ich verstehe nicht. Müssen wir da hindrehen. Okay, Sachen verschwinden. Wieso auch immer. Spüren auf, Case. Er hat die Schlüsselkarte. Du weißt nicht so ganz nach, wo sie suchen soll. Nur wenigen ist es vergönnt, Gemeinschaftsprojekte von innen zu sehen. Ich verstehe nicht ganz. Ist das so eine Art Prop-Night-Ding, wo ich... Verstehe ich nicht. Na, das was der super heftig General schreibt. 1012 Zuschauer, nur 415 Likes. Was ist da los? Smash den Like-Button, Kinder! Gut, dass wir das nochmal gespielt haben. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Aber warum es dann die ersten 2 Missionen so komisch waren? Nee. Ist es überhaupt eine Side-Mission? Ich suche da drin die blaue Keykarten. Kletterpunkt. Nutze diesen Bereich zum Klettern, um neue Höhen zu erreichen. Ja, brauchen wir nicht. Smash the Like-Button! Ach, da. Ach du Scheiße. Okay, toll.
is a prop, man. Das wollte ich nicht. Finde ihn. Case. Der scheiß Grappling Hook ist jetzt sauber overpowered. Da kannst du dich jetzt mal abhauen von dem Mistvieh. Aber es ist geil gemacht. Es ist so simpel. Es ist so simpel, einen Southbound-Shooter zu machen. Gib mir das Gunplay aus Call of Duty, lass mich auf irgendwelche behinderten Mistviecher schießen, mach geile Musik rein, fertig. Shooter fertig. What the fuck? Sie versuchten die Video zu perfektionieren, aber die Nebenwirkungen konnten nicht gestoppt werden. Stark. Gefällt mir. Wie wir wissen. It's so simple to amuse me. Oh. Also haben die Schöpfer sie zu einer biologischen Waffe umfunktioniert. Da müssen wir rein. Ja, komm jetzt, der Oktober ist vorbei, du Arschloch. Und deswegen, sobald bei Doom das Gunplay wieder genauso geil ist wie in Doom Eternal, vor, wie lange ist es mittlerweile her? 4 Jahre. Gemähte Wies. Gemähte Wiese, Freunde der Sonne. Was haben wir da? Jemand hat was Wichtiges in der Tauchkugel vergessen, Case. Tauchkugel. Tauchkugel öffnen. Kontrollraumzugangstor geöffnet. Ja, wieso jetzt da Das Wasser muss abgelassen werden. Wasser ablassen, ich brauche mehr Munition, das war mir nicht schlecht, bevor der Typ wieder rauskommt da. Was jetzt? Was? Muss ich das am PC machen? Ja. Leer einfach. Ah, nicht? Bin ich wieder blind oder? Okay. Ja, bloß mal schauen, ob ich schwimmen kann. Ich glaube, dass ich... Schauen wir, ob wir Munition finden. Ja. Ja. Könnte man noch mehr Munition, weil ganz klar tut es dann doch ein wenig. Aber wo lasse ich jetzt das Ding ab? Da oder drin oder was? Ja. Hey, im Gamli, hauen Sie sich hin. Wir spielen auch bloß noch die Mission da fertig, aber die mag ich jetzt fertig spielen, weil es unbandig viel Spaß macht. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich weiß bloß jetzt da nicht so hundertprozentig, was ich da einmal. Das schaut mich irgendwie an als. Ja, ist der typische Bossfight-Arena, weil so viel Zeug rundum liegt, aber ich weiß nicht, wo ich das Wasser ablassen kann. Unter Wasser vielleicht? Aha. Found something. Oh. Found something.
Was ist das? Bedienfeld. Das werden wir schon herausfinden dann. Okay. Ablassschalter gesperrt. Wieso? Ablassschalter überbrücken. Ablassschalter 1, 2 und 3 entriegelt. Überbrückung eingeleitet. Und jetzt? Noch 25 Sekunden. Was ist jetzt? Muss ich zurückschwimmen? Was muss ich machen? Ich verstehe es nicht. Noch 10 Sekunden. Ich schwimme jetzt einfach einmal zurück, weil ich weiß, was man... Oh, shit. 5, 4, 3, 2, Ich hätte 1. ja da oben müssen. Manuelle Überbrückung beendet. Sequenz zurückgesetzt. Gib nicht auf, Case. Und da irgendwann... Das müssen wir jetzt nochmal machen. Alle 3 Schalter suchen und den 25... Ach so. Ach, die für jeden Ding war... Ja, Ablassschalter 1, 2 und 3 entriegelt. ja, einer werde da drin sein, aber wo... Überbrückung eingeleitet. Noch 25 Sekunden. Warte, aber wo ist der dritte? Air Pump. Hallo, werter Besucher. Willkommen in der Kognitionsform. Der ist garantiert da drin in der Breite des Bedienfädel, oder? Noch 10 Sekunden. Oh, shit. 5, Jetzt warte mal. Ah, wie ist das gleich wieder gegangen? 2, 1. Manuelle Überbrückung beendet. Sequenz zurückgesetzt. Ah, ich weiß schon noch. Jetzt warte mal. Wir haben die Zahlen 4, 5, 8, 9. 4, 5, 8, 9. Und dann tue ich wählen. Na, 9. 5. Dann machen wir 8, 5, 4, 9. Kruzifix. 9, 9, 5, 4, 8. So, bleibt die auf. Und da ist garantiert da der Schalter drin, oder? Ja. Bleibt die auf? Ich hoff's. Was ist denn da schon? Herr Raul Duke! Ich habe meinen Wald bei mir. Jetzt will er nicht. Ich muss den Schalter drücken, dann lesen Sie mir durch. Sekunde. Na dann. Oh, Überbrückung eingeleitet. Ja gut, wenn ich da 25 Sekunden dafür brauche, dann muss ich leider Gottes spenden aufhören. Tut mir leid. Dann darf ich keine Spiele mehr spenden. Also dann, nein, das ist nichts. So, Überbrückung erfolgt. Ich will jetzt das Wasser anlassen, ja. Da muss ich noch was tun. Also wenn ich für das jemals in meinem Leben 25 Sekunden brauche. In der Tauchkugel. Nach der Behandlung mit der Wiege versuchten sie uns zu perfekten Soldaten zu formen. Sie wollten die Mauer in unseren Köpfen und Körpern einreißen. Ablassen beendet. Hab schon gehört. Wo ist der Besi? So, bevor wir die Schlägerei anfangen. Herr Raul Duke, merci dir, servus Bürger. Bin jetzt seit knapp 4 Jahren stiller Zuschauer, habe mir nur 1-2 Mal Buberts Schmatz gerührt und einmal Oktopus geschickt. Ach, ich erinnere mich, das war ein Video im Discord. Hansi, eine Grüße aus der Nachbarstadt! Kuss auf die Nuss, Mr. Raul Duke. Auf die nächsten 4 Jahre. Stille, wir unterhalten uns dann wieder per Donation 2028. Strukturelle Integrität der Tauchkugel Merci. beeinträchtigt. Schöne Grüße in die Nachbarstadt. Welche auch immer. Bitte sofort den Tauchkugelpool verlassen. Ist da nicht die Quarten King? Sicherheitsrisiko entdeckt. Ich hab irgendwie das dumpfe Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Wo ist der Typ? Ich springe mal da wieder rein. Kann ich da raus? Na. Stimmt, Abstimmung läuft ja auch noch. So, egal wo ich jetzt hingehe, irgendwo kriegen wir aufs Maul. Ich weiß genau, wie es läuft. Also mit den schon hier, ne, haben wir alles. Ich bin ein bisschen unschlüssig, was wir jetzt tun müssen.
Da ist etwas kryptisch. Da hinten ist irgendwas komisch. Schauen wir uns das mal an. Na, nicht weiter. Genau, 2028 dann wieder direkt nach dem Hagen Oktober, ja. Das ist der mir herausgejuckt, das ist eine gute Idee. Schau nur mal zum Sessel. Zu wem Sessel? Und die roten Lichter haben ja nicht so gaudi da. Ah, das geht ein bisschen hergehört. So Tauchkugel. Oder war ich doch schon, oder? Ne? Ach. Dann muss ich zum Spulen aufhören. Tu mir gerne mal weggucken. Gerne mal grappeln. Grappel me out of here. Tschüss dann. Schau, du fetter Huren. Tschüss, der hässliche Fresse steht wieder da. Lieber Sound. Und auch noch die Zunge aus. Jetzt abhauen von da! Gute Arbeit. Das sind alle Schlüsselkarten. Das Wegeprojekt ließ uns im Stich, Case. Wir waren außer Kontrolle, gewalttätig, wahnsinnig. In unserer Wut haben wir diese Einrichtung sabotiert. Haben sie mit dem Weg verseucht, das auch in unseren Adern fließt. Stirb! Weißt du? Ich hab nur einen Schuss. Kinder, ich hab nur einen Schuss! Und ein Messer. Das Abführen loser Gegenstände ist im Forschungsbecken verboten. Wo müssen wir jetzt hin? Wieder mitten. Links. Ich bin mal gespannt, ob da noch... Ich glaube, wir haben einen anderen Weg in die Biotechnologie. Ich glaube nicht, dass du aus den unteren Ebenen hinkommst. Aber du hast inzwischen den Aufzug gefunden. Ist schon einiges an Zeit rum. Denkst du, Case hat sich verlaufen? Bitte keine persönlichen Gegenstände mitnehmen. Sofort evakuieren. Direktorzugangskarte akzeptiert. Oh shit. Oh, jetzt schauen wir mal, da Munition lieber. Da liegen nicht so Gaudi, liegen da Sachen umeinander. Das da noch irgendwo Munition oder so? Mund. Wer von hinten? Shit! Hauen sie sich hinein. Oh, das Ding. Oh, das schaut doch gut aus nach einem guten Zombie mehr. Da hinten ist noch Munition. Sehr gut. Ich habe nämlich das dumpfe Gefühl, dass jetzt da wahrscheinlich alle 4 gleichzeitig kommen, wenn ich die Dinger reinstecke. Hm? Wer von hinten schlafen sie gut. Direktorzugangskarte akzeptiert. Zugang zur Biotechnologie. Ach du Scheiße. Da
hinter mir auch was, oder? Erst nachladen. Erst nachladen, weil das da eine Dreiviertelstunde dauert. Für das haben wir gefühlt. So. Nach dem Zwischenfall hier Ui, wie helfe ich schon wieder. Helfen denn die Mission? Wie weit haben wir noch? Wie viel haben wir noch? Livingston war mit den Mission nicht einverstanden. Im Anschluss wurden wir rehabilitiert. Aber nicht jetzt. Denk an deine Ausbildung, Case 1. Du darfst nie über das Wiege-Programm sprechen. Oder die Pantheon-Division. Niemals. Die Konsequenzen wären unvorhersehbar. Ich nehme mal an, das ist der letzte Boss. Ja, schaut aber grantig aus! Warum, Chris? Was besessen das? Chris, was besessen das? Konzentration, Kinder! Chris, da wirst du wissen. Du hast uns hängen lassen. Auf wen wollten die da schießen? Das ist eine Art Unfall, halt ihn fest! Konzentration. Kriegt der keine Chance, kann das sehen? Ganz schlecht. Wieso holt er sich nicht fest um? Spannend! Wo ist der Basic Größe? Wo ist sie mit mir mal rein? Ah, das wird schwer sein, Kuh auf Zombies, das soll sich ausgefallen, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Was passiert noch Spezielles, außer das Herziehen? Er kommt zu sich. Das war eine grandiose Mission. Aber der letzte Kampf wird ein bisschen epischer sein können. Was immer das für ein Trip war, hab gerne verzichtet. Was dir Zeit. Ein Wunder, dass du es hier hochgeschafft hast. Case, wir haben da was. Sieh es dir an. Jemand hat eine große Menge von, was immer das hier ist, genommen. Letzten Sommer, wie es aussieht. Das Pantheon. Das muss die Wiege sein. Was ist das? Ein Halluzinogen? Scheint so. Case, du warst bereit, uns beide in Stücke zu reißen. Hab sowas noch nie in deinen Augen gesehen. Hoffentlich auch nie wieder. Nichts wie weg von hier. Die haben den Zombie-Modus noch nie in die Kampagne eingebaut. Und das mit so einem Halluzinogen finde ich eine absolut gute Idee. Das ist absolut legit. Ein spezieller Nahkampfkill, wenn es dir zu... Ach, verdammt. Ah, scheiße. Seht euch das an. Kein Popcorn? Ich mein's ernst. Meine Aufmerksamkeit hast du.
Ist das die Disk? Allerdings. Mission und Wiederspielwert, oder? Nein, wichtig Reden ist wir das. gleich. Ja, genau so. Bereit, Dr. Gusev? Bringt sie rein. Testsubjekt 18 wurde mit der Wiege infiziert. Sie ist jetzt in der Nähe des Kontrollsubjekts. Die Übertragung sollte jeden Moment eintreten. Eine biologische Waffe. Das wussten wir schon. Schaut weiter. Ist der Verlauf jetzt schneller? Schneller, ja. Und noch aggressiver, wie gewünscht. Wunderbar. Das wird jetzt vielleicht wahrscheinlich ein shocking Moment sein, aber ich weiß nicht, wer sie ist. Ist das nicht deine Freundin? Harrow? Oh. Das ist es. Offenbar schon. Scheiße. Da ist aber noch mehr. Sag es halt nicht auf! Das ist die von ganz am Anfang in der Sie. Okay. Ja, jetzt erinnere ich mich tatsächlich wieder. Hilf mir mal! Nö. Bin begeistert. So, das ist, macht Spaß. Macht Spaß. Vielleicht auch noch am Oktober, glaube ich, macht alles Spaß, wo es mich nicht in den Sessel zwingt. Aber das hat jetzt richtig Laune gemacht. Das war richtig in Ordnung. Beide Missionen. Meine Damen und Herren. Es war mir ein Fest. Merci fürs Zuschauen. Alle, die sich nach dem Gameplay direkt schleichern, bitte vergessen Sie nicht, den Like-Button zu smashen. Gerade heute, da habe ich halt nicht damit gerechnet. Das sage ich dir freiwillig, was es ist. Jetzt schauen wir mal noch schnell in die Umfrage hinein. Die beenden wir jetzt noch schnell. Der komische graue Kasten da, der nervt mir ein wenig. Ist schon gut. Machen alles. 638 Stimmen, 70% haben gesagt, machen wir alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like nicht vergessen. Abo reindonnern. Vielleicht ist ja jemand Neues dabei, keine Ahnung. Glocke aktivieren ist das Allerwichtigste. Und dann sehen wir uns dieses Mal am Mittwoch wieder um 20 Uhr. Aber nicht mit Call of Duty, sondern mit dem alljährlichen einmaligen Zeichenstream. Haben wir, glaube ich, schon gesprochen heute mal. Machen wir jedes Jahr. Der Jahresmerch steht vor der Haustür. Ich bin schon fertig damit. Nicht ganz, ich sag zu 95% bin ich fertig damit. Das können wir dann am Mittwoch machen. Das können wir dann am Mittwoch machen, nämlich die Anzahl der Depth einschreiben. Das ist nämlich das Letzte, was abgeht. Das ist das Letzte, was abgeht. Und koloriert gehört noch, aber das ist im... Ich sage, red keinen Scheiß, weil du mit dem Kolorieren auch fertig bist im Prinzip. Ich bin 98% fertig. Mittwoch habe ich Musikprobe. Das ist nichts, Big Tom, das ist nichts. Heute hat Zero Depth, stimmt. Wo haben Hashtag Zero Depth da? Der Sebian hat es reingeschrieben. Keine Depth, ja, Zero Depth, Alter. Wie ist der Depth-Counter? 392. Ich werkle ja schon seit über 4 Wochen an dem Jahresmerch-Ding. Nicht immer 10 Stunden am Tag, aber immer ein paar Stunden am Tag. Fast jeden Tag. Und habe in meiner Voraussicht damals eingeschrieben 3, 8 und noch keine Zahl, weil ich mir gedacht habe, ja, irgendwo zwischen 380 und 389 werden wir schon stehen bleiben. Ja, nö. Nö. Muss ich noch mal ausbessern, einen Niner reingageln und dann, müssen wir korrigieren. Also der Stand des diesjährigen Depth-Counters ist bei 392. Und ich würde sagen, wir führen mal ein, dass im Zeichenstream der Depth-Counter resettet wird.
Und dann ist das Motiv nämlich fertig. Das muss das mir auch so früh fertig werden. Das erkläre ich euch dann in Ruhe am Mittwoch, wieso und weshalb. Und ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Diesmal wird das mit Spreadshirt ein bisschen abgeklärt und denen schicke ich vorab mein Motiv etc. Damit das nicht wieder gesperrt wird. Nach 24 Stunden. Und ich das nicht mitkriege. Und Werbung mache, natürlich mache ich für meine eigenen Sachen Werbung, da werde ich euch im Stream auch den ganzen Dezember auf den Sack gehen damit. Das mache ich jedes Jahr, ich glaube, da wird mir jetzt keiner umbringen. Ja. Und da habe ich eine Ansprechpartnerin bei Spreadshirt und die hat zu mir gesagt, ja, das kriegen wir diesmal schon hin, schick uns das vorher, dann gibt sie das weiter, dann wird das erst einmal angeschaut, passt das, dann kann ich es auffüllen und dann wird es quasi online gesetzt, ohne dass jemals wieder gesperrt werden kann und dann passiert es nicht. Das ist übrigens die letzten 3 Jahre passiert, dass mir 1-2 Tage später oder in der wichtigsten Woche direkt nach Release, die erste Woche ist die wichtigste, da werden mit Abstand die meisten Sachen gekauft, das ist auch nur normal, das ist fast immer so und nach dem 2., 3. Tag irgendwann ist einfach das Design gesperrt. Und wenn mir das nicht irgendjemand von euch im Discord geschrieben hat, dann hätte ich es gar nicht gespannt. Ja, also schlimmer wird's nicht. Der Big Tom hat vorher gefragt, was ist der Depth Counter? Warte mal schnell, da muss ich nochmal schnell zurück. Also, pass auf. Der Depth Counter hat mittlerweile eine lange Geschichte hinter sich. Und zwar hat vor 5 Jahren, 6 Jahren irgendwann der PewDiePie angefangen, Dark Souls zum Spielen, das erste Mal. Und hat seine Videos gemacht und hat die immer Zero Death genannt. Und jetzt, wenn er gestorben ist, hat er geschrien, Zero Death! Und gestorben ist halt 200 Mal. Ich habe das dann übernommen. Aus irgendeinem Grund habe ich die Zero Death dann übernommen. Es gewohnt man sich halt so. Und dann hat irgendjemand in der Community geschrieben so, Zero Death! Dann hat es mich fast zerrissen. Und seitdem haben wir den Töpfe-Counter, der mitzählt, wie oft ich im ganzen Jahr in die Spiele stirb. Ich glaube, das ist so die ausführlichste und realste Erklärung, was der Depth-Counter ist, den es gibt. Der Biermann schreibt, Imagine, man kauft sich in den Jahresmerch in die ersten 24 Stunden. Hier wieder. Ja, natürlich darf es mich freuen. Natürlich würde... Marci! Zwiegel 50, merci dir! Weiß man eigentlich, was das Game kostet? Was für Game? Wenn du Black Ops 6 kostet, wenn du es dir Singleplayer kaufst, kostet 80 Euro. 80 Euro! Und empfehle ich aber immer noch, hat immer noch keine Kaufempfehlung, sage ich der freiwillig, es ist, solange das Ding im Game Pass ist, im Microsoft Game Pass. Zahlst du im Monat 12 Euro und länger wie 4 Wochen, seien wir uns ehrlich, maximal 8 Wochen spielt das keiner. Okay? Da bin ich mir fast sicher. Außer die absolut krassen Suchtel und bei denen rendiert sie dann auch 80 Euro zu bezahlen, wenn du da 1000 Stunden in Multiplayer reinwuchst. Dann ist es wieder was anderes. Mach ich aber zum Beispiel nicht mehr. Das hat sich bei mir noch nicht mal rentiert, wie ich noch aktiv Warzone gespielt habe. Nicht mal da. Nicht mal da. Hätte ich eine Kaufempfehlung für die letzten 10 Call of Duties gegeben. Außer für das erste Modern Warfare Remake. Das war richtig cool. Das hat mir richtig gut gedankt. Mit der Art von Werbung kannst du jetzt mehr auf den Sack gehen, machst eh zu wenig, solange kein Holy auf dem Shirt ist. Herr Capricorn? Kannst haben. Nein, das war keine Werbung. Die habe ich da mal. Es war total gelungen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, weiß ich nicht. Ich bin auch mehrfach von Holy angefragt worden. Die haben mir dann ein Probierpaket geschickt. Das habe ich probiert. Und ich mag jetzt nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Sage jetzt einfach nicht, aber ich habe abgelehnt. War aber so kurz davor, dass ich zusage. Das erste Mal in den 5 Jahren, seitdem wir da waren, das war vor 2 Jahren schon. Und dann haben sie mir eigentlich, ein ganz netter Kerl, brauchen wir nicht schmerzen. Max heißt er aus dem Team, von denen der sich da drum kümmert, der hat mich immer wieder einmal gefragt, bis ich ihm dann nach 2 Jahren dann sehr, gibt er halt auch irgendwann auf. Und habe es nicht angenommen. Warum? Weil, wie ich angefangen habe, das hier zu machen, habe ich einfach in diese Kamera hinein versprochen, dass ich nicht irgendwelche Pimmelpartnerschaften ohne die nicht daher passen. Und
Holy ist jetzt nichts Schlimmes. Ist nicht. Ich sag's ja, ich sauf's ja selber. Ich sauf's ja selber. Aber ich kauf's mir auch selber. Ich finde, es braucht's einfach nicht. Und ich glaube nach wie vor, dass ihr da herin immer noch dankbar dafür seid, dass ich sowas nicht tue. Mich nervt nämlich das selber. Jetzt habe ich schon YouTube Premium, dass ich keine Werbung mehr sehen muss. Und das erste, was in die meisten mittlerweile Videos kommt, ist eine ins Video implementierte Partnerschaftswerbung von anderen YouTuber. Und dann fange ich schon an zum Vieri scrollen. Ist nur nervig. Nur nervig. Und wenn ich mir da her sitze und sage, ich mache das hier nicht wegen dem Geld, okay? Sondern ich habe immer noch Spaß an dieser ganzen Geschichte. Immer noch. Natürlich gibt es mehr Auf und Abs. Mal haben wir ein Kackspiel, mal haben wir ein Superspiel. Wie heute zum Beispiel. Wo ich eigentlich damit gerechnet habe, so, oh, das wird Herr Kanter, der Zager, Teufel werden so. Was sein nicht. Was sein nicht. Und dann kommt so, dann habe ich wieder Bock. Und ich sag's jetzt einfach auch, wie es ist. Wir haben da schon immer und oft drüber geredet. Die Geldgeschichte, wenn die Leute taugt, was du machst, die kommt von selber. Die kommt einfach von selber. Ich hab noch nie danach gefragt, noch nie bettelt, noch nie irgendwas. Und ich mache wirklich extremst selten Werbung für irgendwas. Und wenn, dann sind es meistens meine eigenen Sachen. Das heißt, eigene Motive, die ich selber gemalt habe, mein eigener Merchandise, das ist ganz was anderes. Als wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendein Sponsoring von NordVPN oder sonst irgendeinen Scheißdreck ohne, der nicht in diesen Kanal da reinpasst. Und wenn, dann muss ich absolut davon selber begeistert sein, dass ich es tue. Und dann mache ich es auch quasi umsonst. Siehe ein Chris vom Trachtmann. Das ist eigentlich auch, ja eigentlich mittlerweile ist es eigentlich fast eine Freundschaft. Das ist wirklich, er hilft mir, ich helfe ihm. Aber es ist sowas ähnlich. Das hätte ich auch, wenn das nicht so persönlich auf so einer persönlichen und netten und freundschaftlichen Ebene passieren da seit Jahren mittlerweile, seit über 5 Jahren, hätte ich einen Chris wahrscheinlich auch angenommen. Und er hat gesagt, das ist eine absolut geile Scheiße. Die Geschichte dahinter von, ich hab die Schnauze voll von einer normalen Arbeit, ich will jetzt Comiczeichner und zieh durch, die fasziniert mich einfach immer noch. Und wenn jemand was kann, ja, das mag ich einfach, das gefällt mir. Da sitzt sie da allein hin, macht das Ding und es ist absolut übernarrisch. Oder beim Cap zum Beispiel, richtig. Das war einfach was Besonderes. Ja? Das war das hochwertigste, ich sag's jetzt einfach freiwillig, was es ist, das war das hochwertigste Cappy, das Bavarian Caps jemals hatte. Und bis Anfang diesen Jahres sind sie mir auch noch ein bisschen auf den Senkel gegangen mit, wann die nächsten Caps. Und ich habe gesagt, nein, jetzt langt's. Es reicht jetzt einfach. Es reicht jetzt einfach. Man muss das nicht ausschlachten bis zum letzten, damit dann das Cappy nichts Besonderes mehr ist. Für die Leute, die uns haben. Und die halt keins gekriegt haben, wir haben echt fake gemacht. Und ja. Wer sich übrigens fragt, wer der Trachtmann ist, ist ein bayerischer Superhelden-Comic. Und der Chris ist der Zeichner davon. Und der Chris zeichnet zum Beispiel... Oh, ja, das habe ich noch. Funktioniert der Button noch? Nö, warum denn? Ja, das hat er auch gemacht. Pass auf, da muss ich jetzt schnell von Hand hinwursteln. So. Chris zeichnet mir zum Beispiel das hier. Ja? Das zeichnet er mir einfach so. Dafür habe ich in alle meine Videolinks, ist sein Link zu ihm drin. Wird oft des Öfteren mal erwähnt, wenn ein neues Heftel kommt, dann ein, 2 Mal öfter und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Dafür zeichnet er mir sicher eine Geschichten, die ich dann auf meinen Merch draufdrücke. Also wer vom Jahresmerch eine Zeichenqualität erwartet wie die hier, muss ich euch leider enttäuschen. Bei mir geht es eher beim Jahresmerch darum, dass ich eben ich gemacht habe. Ja, egal wie gut oder schlecht. Stimmt, das darf man nicht vergessen. Sam Crive, danke, dass du sagst, das hätte ich auch noch vergessen. Seit Heft Nummer 3 übersetze ich seine Heftel ins Bayerische. Es gibt immer 2 Versionen, mindestens. Ich glaube, mittlerweile gibt es eine Österreicher Version. Das mache nicht ich, bin kein Österreicher. Es gibt eine hochdeutsche Version, die ist ja ganz normal, das ist ja auch nur legit. Und dann gibt es noch eine zweite Version, das ist die bayerische Version, die darf ich übersetzen, seit Heft 3. Und ich hoffe, dass ich noch die nächsten 15 Heftel machen darf. Und eine österreichische Version gibt es mittlerweile auch.
Ob es die fest gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gerade nicht. Die gibt es aber auch noch nicht lang, wenn man nicht alles täuscht. Außer er hat rückwirkend übersetzen lassen, was ich auch nicht weiß, um ehrlich zu sein. Englisch und Japanisch gibt es auch, ja, das hab ich nie gewusst. Doch, das hat er mir mal gesagt. Jetzt, was du sagst, das hat er mir mal gesagt. Geht an mir natürlich so ein bisschen vorbei. Es ist jetzt nicht so, dass wir mir Vollgas zusammenarbeiten oder so, aber schon ein bisschen. So, ich bin sehr stolz darauf, dass ich so ein kleiner Teil sein darf, der das halt ins Bohrische übersetzt. Für einen bohrischen Superhelden-Comic. Finde ich einfach nice. Der Heavy Metaler schreibt, wo lässt du deinen Merch drucken? Ich lasse alles über Spreadshirt machen, weil alles andere nicht aufwandsmäßig sie weder rentiert noch machbar ist. Es ist unmöglich, jetzt haben wir das mal wieder weggehört, die Werbung ist auch schon wieder genug, machen wir so und so. Wird jetzt da geresubbt. Mr. John spielt! Merci für 25 Monate, Kuss auf die Nuss. Ika, merci für 6 Monate. Danke, dass du nicht käuflich bist für uns gegen das System. Ich bin auch käuflich. Braucht man nicht rundum schmerzen. Okay? Da darf ich gnadenlos in diese Kamera hineinlügen, aber ich versuche es so gut wie es geht zu vermeiden. Ich bin auch irgendwann käuflich. Ja, wenn mir, keine Ahnung, NordVPN 20.000 Euro her scheißt, dann sage ich auch irgendwann ja. Im Monat. Und ich habe auch bei Raid Shadow Legends habe ich auch angefangen nachzudenken. Ich schwöre dir bei Gott, was da für ein Betrag in der E-Mail gestanden ist, habe ich gemeint, habt ihr einen Vollschlag, Alter? Was? Und dann habe ich abgelehnt und dann ist noch mehr eine E-Mail hinten nachgekommen und der Betrag war doppelt so hoch. Und dann, ich sag's wie es ist, natürlich habe ich überlegt. Natürlich habe ich überlegt, aber dann habe ich auch verstanden, okay, jetzt weiß ich, warum für einen gewissen Zeitraum jeder YouTuber in egal wo Raid Shadow Legends Werbung gemacht hat, beziehungsweise Raid Shadow Redens. Oder Shadow Shaddens, oder wie hat's gekostet? Wie hoch circa? Ja, 5-stellig. Und wenn ich viel nur von euch dazu gebracht hätte zum Registrieren, das hätte ich auch ganz offen kommuniziert, das sage ich da freiwillig, wie es ist, registriert euch und spielt bis Level, keine Ahnung, irgendwas, dann kriegst du so viel Kohle nachgeschmissen pro Registrierung, die ein bestimmtes Level erreicht, dass du einen Vogel kriegst. Und da rede ich jetzt von einem früher mal Jahresgehalt. Und das ist utopisch. Da habe ich mir gedacht, das kann nicht echt sein, da ist irgendwas, das spinnt's hier. Und hab's aber trotzdem nicht angenommen. Ganz einfach. Natürlich ist da ein lachendes und ein weinendes Auge. Auf der einen Seite bin ich sehr stolz auf mich selbst, dass ich das durchgezogen habe, dass ich mir eben nicht einmal kaufen habe lassen. Also wirklich nicht, ich muss kurz überlegen, nicht, dass ich einen Scheiß erzähle. Nein, ich habe mich nicht einmal kaufen lassen, nicht ein einziges Mal. Natürlich ein weinendes Auge, weil in der Hypezeit 2019, 20, 21, 22, ja 22 schon nicht mehr so, da hat es dann langsam aufgehört, weil ich auch aufgehört habe, Videos zu machen, was nun mal der Zugfaktor für die Community war, damals und so weiter, hätte ich es da sollen. Im Nachhinein denke ich mir so, warum hast du es nicht, du Vollidiot? Warum hast du es nicht getan, du Vollidiot? Hättest das Geld vom Himmel gekriegt. Das Lustige ist aber, ich meine, da braucht man nicht rundherum reden, ihr sitzt jeden Montag und Mittwoch da, das tut so auch. In meiner Welt zumindest. Ob da jetzt nur, natürlich, da ist jeder gefreut, wenn da nur ein Nuller hinten dran ist. Oder nur ein Nuller oder nur ein Nuller. Wir nicht gierig, von mir aus läuft es lieber 10 Jahre so weiter noch, anstatt dass ich den Full-Seller da innerhalb von einem Jahr mache und dann weg bin. Das ist mir 100-mal lieber. 100-mal lieber. Ich habe mit 20 € in Modern Warfare 2 Multiplayer eingezahlt für den Game Pass, kurz bevor es so tolle Skins wie Nicki Minaj, Messi etc. drin gehabt haben, dann habe ich es bereut. Außerdem bist du nicht wenn du nicht Werbung für die komische Dubai-Schoki machst. Wahrscheinlich haben wir schon so weit, ich habe keine Ahnung, von was für einer Dubai-Schoki du redest. Ich habe doch keine Ahnung. Brauchst nicht Ja sagen, hast ja uns mit die Donos. Ja, aber auf die, das ist ja auch freiwillig. Ja, das kann ja jeder machen oder nicht machen oder wie auch immer, aber ihr kriegt es ja selber mit, es eskaliert jeden Montag und Mittwoch. Natürlich haben wir Tage dabei, da ist es ein wenig ruhiger, aber dann denken wir so, okay, haben wir jetzt langsam, können wir jetzt einmal, wird's lang? Nein. Das ist der Anfang vom Monat, Ende vom Monat, was immer, und irgendjemand fängt zu eskalieren und der Rest, ich weiß auch nicht, was das soll. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Es ist mir ein Fest. Aber schön zum Singen, wenn das nur jemand wertschätzt herin und
Du hast dich nicht verkaufen lassen, darum bin ich hier. Und ich verstehe auch, dass das eine schöne Küche war. Was für eine schöne Küche? Geht das Gerücht um, dass meine neue Küche irgendwas da damit herin zum Tor hat? Oder hast du verschrieben oder habe ich was falsch verstanden? Hattest du nicht mal einen Sponsor von Senf? Da habe ich das zweite Video gemacht in diesem Kanal, das war vor 7 Jahren. Da hat mir der Händel mal ein Packerl Senf geschickt und ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, weil geil, Free Content. Da habe ich einen Stammtischmicker eingeführt und die nächste Woche habe ich dann noch was gehabt und die übernächste Woche ist mir dann der Content schon ausgegangen. Und dann habe ich es wieder bleiben lassen. Also, Sponsor, er hat mir ein Packerl Senf geschickt. Ich habe keinen sein Geld dafür gekriegt. Warum? Da war diese ganze Geschichte hier 2 Wochen alt. Da habe ich überhaupt nicht kapiert, was überhaupt passiert. Da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man da dafür Geld verlangen kann. Ich habe das Video einfach so gemacht. Wahrscheinlich ist der Händler mal daheim gesessen und hat sich gedacht, schau den Trottel, du Vollidiot, du Vollidiot. Merkst du, die habe ich Ehre. Naja. Wie viele Leute haben denn das Video gesehen? Das würde mich jetzt interessieren schnell. Jetzt muss ich immer so Speiner zumachen. Warte mal. Beenden. Hat denn das geheißen? Stammtischmicker 3, glaube ich, was. Stammtischmicker, wie findet man da überhaupt noch irgendwo? Ja, tatsächlich. Stammtischmicker 2, sponsored bei was? In Klammern Unboxing vor 7 Jahren. Es hat 71.000 Aufrufe. Warum denn? Habe die Ehre. Ich bin. Mach sofort weg. Mach es sofort weg, weil ich her scheiß. Oh! Oh! Bruder! Da war fast nur ein Zweier vorn drauf. Jesus Christ, Alter! Allein der Ton. Ja, ich sag das so jetzt, der Ton war schon immer der größte Schwachstelle in alle meine Videos. Schon immer. Weil ich mich nie anständig damit auseinandersetze und das zu faul bin, dann während die was macht, das einfach mach. Und dann, ja, passt schon, scheiß der Hund drauf. Zeitloser Klassiker. Ja, könnt ihr euch selber anschauen. Ja, was mich mal am meisten gefreut ist, dass was heißt gefreut? Ich freue mich nicht, ich freue mich, dass es immer noch Spaß macht, dass es immer noch ein Haufen Leute. Und wir werden zwar nicht mehr, wir werden aber auch nicht weniger irgendwie. Das kommt auf später drauf an, keine Ahnung. Dass es immer noch dahin düdelt, wie es dahin düdelt. Und ich hoffe, dass das die nächsten 5 Jahre auch noch so ist. Ich Spaß hab, ihr Spaß habt. Und mittendrin kommt dann mal wieder was Besonderes und so weiter und so fort. Vor allem das Übersteuern bei den Kruzifix-Videos. Das ist tatsächlich für dieses Mikrofon da. Gell? Oder halt die ich früher da gehabt habe. Das wird da so her da. So. Und ich stehe dann da und dann wird das so unter die Kamera eingefahren und ich bin eigentlich direkt da vorne. Die Soundqualität ist eigentlich noch relativ in Ordnung. Aber wenn ich halt das Blären anfange, dann übersteuere ich jetzt das Mikrofon. Ja, schade, es war's dann hier im Stream dabei. So ist es recht. Freut mich. Okay, ich hab dir nicht so zu erklären, nichts da. Maxi Söher, Stammtischmicker. Sponsored bei was? Zählt das schon als Retro-Bürger schauen? Ich weiß nicht, wann Zeit noch, aber Retro Simio ist für eine lange Zeit, oder leck mich am Arsch. Simio ist für wirklich eine lange Zeit, wo wir das jetzt da machen. Kruzifix, Mann. Gut, im Mai, ja, in einem halben Jahr sind es 8, also sind wir ein halbes Jahr. Vor 7,5 Jahren hat es angefangen. Ich habe 3 Mike-Eras miterlebt, ja genau. Da haben wir das allererste gehabt, das war der Justin, das zweite war das rote Ding und das dritte ist jetzt das da. Das Mini. Da hätte ich mir auch das große Schuhe kaufen sollen irgendwie. Aber das Mikrofon, das taugt überall hin. Das taugt überall hin. Das taugt überall hin, oder? Oder das tipptopp. Ich mag halt da brauche ich wieder extra Soundbox da und das ist halt einfach direkt USB, das kommt überall hin. SM7B, absolut richtig. Gerade weil du immer authentischer geblieben bist, donatet man gern für dich, gibt nichts Besseres als Bürger im 24-Stunden-Dienst. Ja, im 24-Stunden-Dienst bin ich nicht. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Natürlich gab es die Überlegungen in den letzten 7 Jahre, beziehungsweise speziell die letzten 5,5 Jahre, seitdem wir regelmäßig streamen, machst du einen Fulltime-Streamer. Machst du nicht. Ich kenne mich sehr gut. Ich gebe mir nicht mal einen Monat. Dann habe ich keinen Bock mehr. Und mache mindestens 2-3 Monate Pause. Und dann ist es nicht so, wie jemals wieder zurückkommt. Das gibt
ich gebe dir Brief und Siegel, ich weiß, wie ich da bin bei sowas. Weil ich den Spaß verliere. Aber so, 2 bis 3 Mal die Woche für 2-3 Stunden, das ist einfach immer noch Hobby-Level. Immer noch, auch wenn man ab und zu mal was Besonderes vorbereitet oder tut oder wie auch immer. Das kommt auch wieder, je nachdem. Und das möchte ich nicht tun, das sage ich dir, was ist. Sage ich auch freiwillig, wie es ist. Aber du bist doch beruflich auch am PC, Herr Simato, genau darum. Genau darum. Sitze ich mich nicht nochmal 6 bis 8 Stunden am Tag vor dem Rechner her und versuche Auftrag zum sein und lustig vielleicht auch zum sein oder mal ernst oder so. Das schaut daheim immer sehr, sehr einfach aus. Und 2-3 Stunden streamen ist jetzt kein Stress. Da brauchen wir nicht reden. Aber, das haben wir auch schon am eigenen Leib erfahren, wie Diablo 4 gekommen ist im Juni vor einem Jahr, habe ich das einmal gemacht. Das hat gehalten von Freitag, Samstag, Sonntag bis Montag. Gut, da haben wir auch 13 Stunden gestreamt und nicht bloß 8, aber es ist ja vollkommen wurscht. Dann habe ich nicht mehr reden können. Das wird gerne als Nicht-Arbeit bezeichnet. Ob ich jetzt da sitze und mit 8 Stunden mit einer Kamera spreche oder in meinem Büro sitze und 8 Stunden telefoniere oder Meetings über Teams halt, wo ist der Unterschied? Außer, dass ich selbstständig bin und mein eigenes Risiko trage und du in deiner Arbeit wie soll ich sagen, meistens eher weniger gefährdet bist, deinen Arbeitsplatz zum Verlieren, wenn du Scheiße machst. Was ist meine normale Arbeit? Ich bin Programmierer, Internetseiten, ich bin Mediengestalter. Mittlerweile MFA für alles. Also, ja, Mädchen für alles, für alles. Ich habe Mediengestalter gelernt. Ich mache Internetseiten und solche Geschichten. Mache das aber nicht mehr direkt. Mehr mag ich jetzt nicht sagen. Weil dann wird irgendwann daraus geschlossen, wo ich arbeite und wer soll das alles anschauen? 2-3 Mal in der Woche gelangt. Das ist dann müsste das auch weiter gesponnen werden. Wenn ich jetzt am Tag 8 Stunden Content produziere in Form von Streams, da ich das wahrscheinlich auch nicht einfach einschalten und wieder ausschalten, sondern ich darf dann wahrscheinlich erst einmal den Tag unterschiedlich strukturieren. Das einmal eine Zeit laufen lassen, schauen, wer ist denn da früher Nachmittag da, wer ist später Nachmittag da, wer ist auf die Nacht da. Und dann da ich wahrscheinlich erst einmal da schon verschiedene Sachen natürlich am Tag. Ich bin so froh, dass ich mich für Variety Streaming entschieden habe und alles machen kann, ja, was ich will. Und es kommt auch ab und zu mir vor, dass wir uns einfach da her sitzen und einfach labern 2 Stunden lang und nicht an ein Spiel gebunden bin. Zum Beispiel eben Diablo 4 vielleicht. Und dann merkst du erst so einmal, okay, ich spiele 8 Stunden am Tag Diablo. Hey, das macht gar nicht so viel Spaß, wie ich mir das dachte. Und ja, ich bin sehr froh, dass die Dinge sind, wie sie sind. Sehr sogar, um ehrlich zu sein. Und ja, mehr gibt es noch nicht zum Sagen dazu. Bin sehr froh und es freut mich sehr, dass es immer noch funktioniert. Und mehr gibt es nicht zum Sagen, glaube ich. Der Suna schreibt, und das schätze ich an dir, du hast eine super Selbsteinschätzung plus guten Blick für das gesamte Bild, plus verlierst vor allem den Spaß nicht aus dem Blick. Gut, Selbsteinschätzung kann auch sehr schnell mal in Selbstüberschätzung ausarten. Siehe, was übrigens ein großer Grund ist, warum ich dieses Jahr so wenig gemacht habe wie noch nie, videotechnisch. Das war mein Spiel. Das war Wimp, angefangen im Februar, März, April bis in Mai, bis Ende Mai. Ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele Stunden in irgendwas hineingewuchtet und am Schluss dann gemerkt, Alter, da kreis nicht, das geht nicht. Da kreis nicht. Es leidet und litt alles drunter. Mein Privatleben, der Stream, ich bin teilweise, das ist jetzt ungelogen, ich bin teilweise um 5 vor 8 habe ich auf die Uhr geschaut und gemerkt, fuck, heute ist Stream. Und habe dann angefangen, das Zeug herzurichten und so weiter. Ich hätte fast vergessen, dass Stream ist. Ich hätte Hund vernachlässigt, Frau vernachlässigt, Freizeit vernachlässigt, Arbeit vernachlässigt, alles vernachlässigt. Und das ist ein klassischer Fall von Selbstüberschätzung. Aber man denkt, ja, das geht schon irgendwie. Nein, geht nicht. Und das hat mich so dermaßen ausgelaugt, dass ich momentan ein bisschen, ja, nix nice anklang. So. Weiß nicht, wie ich es sagen soll.
Zum Glück auch kein Single-Game-Streamer, solche gibt es ja auch noch. Na, ganz schwierig, ja. Fulltime-Cookie-Clicker-Streamer. Die Streams sind wie so Zuckerl 2-mal die Woche. So war mein Anfangsgedanke eigentlich immer. Euch nicht übersättigen mit mir. Irgendwann mit Sicherheit haben wir im Laufe der Jahre irgendwann die Leute Schnauze voll von mir. Ja, ist nichts Besonderes mehr, ist nichts Neues mehr und dann verliert man halt Zuschauer. Aber es kämen, ich glaube, das hält sich so die Waage. Es kämen immer wieder mal welche und gängen wieder welche. Und ein großer Teil bleibt natürlich auch sehr lang. Und ich habe auch immer gedacht, so, was, 2-mal, 3-mal maximal die Woche und nicht 8 Stunden, sondern machst du 2. Früher waren es nur 2, mittlerweile sind es 3. Manchmal sogar noch länger an Freitagen, wenn es an Freitagen Streams gibt, auch nicht immer. Und also die 2, vielleicht haben ja neue Leute dabei, keine Ahnung, die 2 Streams sind immer sicher, also es gibt immer Montag und immer Mittwoch 8 Uhr, 20 Uhr bei uns in der Community, bis mindestens um 10 Uhr, 22 Uhr und meistens noch länger ein Stream. Freitag nur manchmal, vor allem auch nur in der Winterzeit. Den kündige ich dann aber im Discord an. Jeden Sonntag gibt es da um so 8 Uhr auf die Nacht, außer ich versinke wieder in WoW, so wie gestern. Gibt es da eine Ankündigung, was wir die Woche drauf spulen. Und ja, ich glaube, das ist die perfekte Balance für alle Beteiligten. Für mich, dass mir nicht vom Hals aushängt, dass ich nicht, oh Gott, ich hab keinen Bock nicht und ich merke das schon manchmal, sage ich auch freiweg und ganz ehrlich, was ist, ich merke das schon manchmal, wenn wir am Freitag, haben wir das letzte Mal, glaube ich, bis um 12:30 da gesessen, dann ist ja quasi schon Samstag und dann bin ich das nicht gewohnt, dass dann 2 Tage später am Montag sofort wieder Stream ist und das fühlt sich alles mit, wir haben doch gerade einen Stream ausgemacht, was soll denn das eigentlich? Und das ist schon an der Grenze, deswegen mache ich nicht jeden Freitag, weil ich genau weiß, irgendwann nervt es mich. Wie im Februar Monster Hunter Wilds sagt, Birger, Herr Weitler, ich habe übers Wochenende, nicht lang, muss ich auch dazu sagen, Monster Hunter Wilds Beta getestet und ich muss sagen, das Kampfsystem, mit dem wir überhaupt nicht waren. Ich darf mir sehr wünschen, dass Monster Hunter Wilds im Game Pass ist, das war der Wahnsinn. Dann ja, ob ich mir das kaufe, ich weiß nicht, ob ich mit dem Spiel warm will. Das hat sich angefühlt wie Gott im Himmel, wo haut denn der umeinander und es muss sich in meiner Welt halt mit Elden Ring, Dark Souls Kampfsystem messen und ich glaube, so direkt und Ding ist nicht. Die Freier schreibt, huckst dich her und beleidigst uns. Ja! Für das kämen doch die meisten, dass ich da reinschreie und sage, fickt euch einmal mit einem Scheiß. Langbäne, die 2 Streams scheinen schon ein fester Bestandteil meiner Wochenroutine geworden, das soll was heißen. Ja, Langbäne, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Und da geht es mehrere so. Das lese ich ja dann öfter, wenn wir ab und zu mal über das Thema reden. Irgendwann wird es zu viel und es ist kein lustiger Spaß mehr, sondern fühlt sich mehr und mehr wie Arbeit da. Genau. Und wenn irgendjemand Arbeit mehr hasst als ich, dann soll das mir bitte sagen. MLC schreibt, Monster Hunter war noch nie direkt, weil man immer abschätzen muss, ob man seine Combo durchziehen kann oder nicht. Ja, schau her, das sind so Sachen. Bei mir fehlt mir als Feedback beim Schlagen. Ja, den Eindruck habe ich auch gehabt. Recht viel habe ich da nicht gefühlt oder gesehen oder gespielt, mir eingebaut zum Gespielen, außer die Zahlen in die Tegen. Ja, ich habe so ein bisschen, ach, weiß nicht. Weiß nicht. Naja, mal schauen, da ist ja noch eine Zeit hin. So, jetzt haben wir aber jetzt mal anderes zu tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir ein Fest. Spielst du Call of Duty fertig? Gut, danke, das ist jetzt eine gute Frage. Wie weit haben wir insgesamt? Kann es jemand sagen? Wie viele Missionen gibt es denn? Das kann ich ja selber herausfinden. Also ich habe das Gefühl, dass wir nächsten Montag noch mehr Runden spielen. Weil das hat halt einfach Spaß gemacht. Die beiden Missionen waren cool. Die zweite war besonders cool, außer der End-Event. Der Endboss, der hätte ein bisschen saftiger sein können. Der war schnell über die anderen 3. Ich wünsche mir DBM-Soundfiles vom Birger. Lauf, kleines Mädchen. Geh aus da, du blinder Uhu! War gut. Schneidet gleich das aus einfach und macht das selber weg. Moven! Quamper der Huren! Ich bin einer dafür, macht Spaß und ich so, merci. Klang nicht übrig. Guten Abend an Triple F, Mods bis Mika habe dritt Sondhanseln. aus der Suppe. So, jetzt links mir nicht die ganze Zeit im Chat, aber es ist schon 10 nach 11, ich sterben wieder eigentlich. Kuss auf die Nuss. Schöne Grüße an die Bildschirme zu Hause. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Ich ziehe meinen imaginären Hut.
Es ist mir stets eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend. Ich hatte Spaß, Sie auch. Like-Button nicht vergessen, Abo reinhauen, Glocke kontrollieren, jeder, ja, damit es mitkriegst, wenn ich live gehe. Vielen Dank für die ganzen Donations. Es ist halt schon wieder von einigen, manchen, wenigen voll die ganzen Ruder gelaufen. Ihr Zipfelklatscher. Wir sehen uns am Mittwoch mit dem Zeichenstream und wie der Jahresmerch ausschaut. Und danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Da waren halt auch welche dabei, das weiß ich nur. Der Bonsai zum Beispiel und wer noch? Habe ich wieder vergessen. Kruzifix. Danke für die ganzen Resubs. Schleicht euch Triple F für die Moderatoren. Und wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Und jetzt hauen Sie einen Stiefel ein! Warte mal, ich setze mir eine kleine Clownsnasen auf, kriegt ein Foto. Tschüss! Habe ich schon getrötet? Habe ich! Nein, aber nicht. Jetzt. Das darf man nicht vergessen. Okay, tschüss.